Servus und Grüß Gott. Das war wieder das Vollgasorchester, das wir jetzt 2 Tage lang diese Woche einmal auf der Dachterrasse von Huawei und einmal im Giesinger Brauhaus erleben durften. Die haben uns Vollgas gegeben und eingeheizt. Also der Name ist da Programm. Oder? Ja, Vollgas. Also auch mal kleines Dankeschön an unsere Partner, die das alles hier ermöglichen. Norris Network, Chabra Uber, auch nicht schlecht. Chabra Uber. Wen haben wir denn noch? Giesinger Brauhaus hast du genannt, Straight haben wir noch. Straight, ganz herzlichen Dank, der auch der Musiksponsor war. Zoom hast du gesagt. Ja. Wir haben Huawei natürlich, darf ich vergessen. Logisch. Und wir haben unsere Gäste von gestern. Ja, Highlight. Highspot, genau. Jetzt. Also 15. Tag Digiwiesen. Wir werden da wirst du weich in die Knochen und im Hirn so langsam. Aber Vollgas ist echt das Name-Programm. Ich habe das, weißt du, was ich an denen bewundert habe, weißt du bist ja in so einer, auf Wiesen gehst, da ist Stimmung, da sind Leute gut drauf und so, aber jetzt bist du bei so einem Business-Event ja eigentlich. Erstmal, wir sind jetzt nicht der Gaudi-Veranstaltung, sondern da geht es wir sind dann auch nicht so viele Leute, damit man sich auch unterhalten kann, dann musst du da so Stimmung machen. Und was da bewundernswert ist bei den Jungs, dass sie so viel Gas geben auf der einen Seite, das ist Vollgas okay, aber diese Energie, die sie ins Publikum reingeben und dann wieder rausziehen, also was sich da hochschaukelt an Power, an Spaß, an Freude, am Job. Also du hast gemerkt, dass die Spaß an ihrem Job haben und das finde ich schon echt gigantisch und deswegen haben die also eine Mörderstimmung da reingehauen. Also wir haben also eine richtig gute Partyband braucht und die Vollgas gibt. Da ist bei den Burschen richtig. Da ist bei den Burschen richtig aufgekommen. Ist auch ein harter Job natürlich. Die haben jetzt auch, die spielen ja sonst normalerweise im Marstadt auf dem Oktoberfest. In einer größeren Besetzung, muss man jetzt auch dazu sagen. Und schon eine harte Zeit auch für die Leute. Also ich bin gespannt. Wir versuchen heute noch den Christian Vogler, der ist heute natürlich hier im Action auch. Das ist hier der Wirt von dem Haus hier von Augustiner Keller. Den werden wir auch dazu holen und bald befragen. Ja. Das zweite Mal keine Wiesen, das streckt schon manche. Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist auch mit ein Grund, warum wir die Digi-Wiesen machen, weil halt auch nicht vergessen werden darf, auf der Wiesen passiert voll Geschäft. Ja, da trifft man sich und unterhält sich und vor allen Dingen lernt man sich kennen, weil man halt mittlerweile weiß, Netzwerk ist mehr als eine Visitenkarte tauschen. Netzwerk, Beziehungen heißt auch, man kennt sich ein bisschen besser, man kann den anderen einschätzen, man kann ihm vertrauen und dann kann man auch Leute empfehlen, Menschen empfehlen. Und das ist der Unterschied zwischen, irgendwie so, irgendwelche Veranstaltungen, wo du hingehst und auf der Wiesn triffst dich halt auch immer wieder mal und lädst dir Leute ein, die du schon kennst, aber dann lernst du meistens besser kennen, weil am dritten Mast sind die meisten dann irgendwie locker oder eben auch nicht mehr locker und dann weißt du Leute aber auch einzuschätzen. Früher hat man gesagt, in Vino Veritas, weiß ich nicht, ob Vino gleich mit Wein oder Bier, aber es wurscht, das gilt auch fürs Bier genauso. Ja? Also in Biro Veritas ist, glaube ich, die falsche Übersetzung, aber das fragen wir jetzt dann gleich die Simone Fleischmann, wenn es dazu kommt. Genau. Die müssen sowas wissen. Aber im Hopfen steckt die Wahrheit, kann man auch sagen, und hier natürlich auch im Weizen. Prost. Ich sehe Sie schon im Hintergrund nachdenken, wie Sie jetzt in Vino Veritas auf Bier übersetzen. Sie googeln schon. Finde ich schon spannend, Sie googeln schon. Das ist ja clever. Man muss nicht alles wissen, man muss es nur googeln können. Nee, gestern vielleicht noch mal ganz kurz, wir hatten ja echt eine spannende Diskussion zwischen Vertrieb und Marketing. Ja. Ich habe wirklich viel gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe auch mal den Blickwinkel deiner Seite ein bisschen kennengelernt. Ich belächle ja normalerweise immer so die Marketingabteilung. Das hatten wir ja gestern ja genauso gehabt. Lächeln ist jetzt vielleicht falsch ausgedrückt, aber die wissen immer alles besser und was weiß ich was alles. Aber ihr wisst auch echt vieles besser. Ja, es ist halt ich würde es aber auch nicht so sagen, dass dann also beide Seiten haben einen schwierigen Job. Also wir reden über Sales und Kommunikation. Ja? Also Vertrieb auf der einen Seite und die Kommunikationsleute, die es in der Regel unterstützt. Und beides ist ein Beruf, der einfach sehr viel Know-how braucht. Ja? Wenn ich heute gute Kommunikation machen will, muss ich dahinter eine Marketingstrategie haben. Und diese Marketingstrategie verlangt wiederum, dass ich sehr viel über meine Kunden weiß, sehr viel über mich selbst weiß als Unternehmen, sehr viel über den Markt weiß. Und dann kann ich alles richtig einstellen, was ich brauche, um am Ende des Tages im Markt erfolgreich zu sein. Und letztendlich brauchen die Vertriebsleute auch sehr viel Know-how. Sie müssen wissen, wie sie auf Kunden eingehen. Ja? Ihr wichtigstes Werkzeug, die Ohren, müssen zuhören und müssen dann so weit denken, dass sie einfach die Bedürfnisse des Kunden einschätzen können. Und wenn die beiden dann zusammenarbeiten, dann wird in der Regel richtig ein Schuh draus. Deswegen war ich den Gedanken wir haben ja gestern gesagt, Sales Enablement ist so das Stichwort.
Der Name ist aber gar nicht so schön, weil dann braucht die Sales nicht enablen, sondern es geht um Revenue Enablement, was dann ein anderer Begriff, der schöner ist, also tatsächlich ein bisschen mehr Umsatz generieren. Oder den Begriff, den der Frank von Straight mit eingebracht hat, den finde ich richtig gut, weil er so ein bisschen Musik auch hat. Marketing, also hier Sales und Marketing zusammenzubringen und damit mehr Erfolg zu haben. Das hat jetzt natürlich auch ein Marketingmann kreiert, dieses Wort. Ja. Dementsprechend auch schön, aber da fühlt sich Sales wieder ein bisschen untergeordnet. Einen Essen nur vertreten. Ja, aber wenn du es andersrum machst, klingt das scheiße. Ja, ja. Marketing geht halt nicht. Deswegen, wir müssen uns mal, vielleicht können wir wirklich ein Wort mal finden beim German Mittelstand, der wirklich mal ganzheitlich und alle mitnimmt und einfach sagt, warum unterscheiden? Es geht darum, natürlich unsere Produkte an den Mann zu bringen, in irgendeiner Art und Weise. Und dem Kunden ein gutes Gefühl zu vermitteln. Und vielleicht ist das Zoom macht es ja recht nicht schlecht, also ein Partner von uns ist ja Zoom, macht es nicht schlecht mit Happiness. Sie sind ja alle Happiness-Vermittler. Ja, die Customer Happiness Manager und die Happiness vermitteln, da ist was dran. Und es geht um Happiness, es geht um Gefühle, es geht um Werte, um sich wohlfühlen mit den Themen, das ist ganz wichtig. Und das ist aber eine Gesamtunternehmensaufgabe, deswegen sind wir da wieder bei dem Thema Führung. Da können wir vielleicht auch mit dem Christian Vogler nachher nochmal sprechen. Ich bin ja großer Fan hier von seiner Mannschaft, die außergewöhnlich freundlich, höflich, zuvorkommend sind und eigentlich, hast du das Gefühl, ja, denen ist wichtig, dass du dich hier wohlfühlst, und das spürt man auch und das finde ich großartig. Und wir kennen auch andere, gerade auch Gastronomiebetriebe, wo du nicht immer das Gefühl hast, dass du als Gast an erster Stelle stehst, sondern manchmal irgendwas anderes. Und das bin ich mal gespannt, ob er da was dazu erzählen kann, warum das bei ihm anders ist. Bin ich auch gespannt, freue ich mich drauf. Darin merken wir einfach, Arbeiten oder ein Team ist mit Herz und Verstand und mit gegenseitiger Wertschätzung. Ja. Und ich glaube, Wertschätzung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und deswegen freue ich mich heute, die Simone Fleischmann bei uns zu begrüßen, weil ich glaube, es ist nicht ganz so normal, denke ich, dass Ihr Berufsstand so viel Wertschätzung bekommt, wie er eigentlich verdient. Oder gerade auch in letzter Zeit vielleicht nicht. Und wir wollen heute mal drüber mit ihr reden, darüber sprechen, was so alles unter Lehrerinnen und Lehrern so passiert und wie sie so den Blick auf die Dinge hat. Ja, sie ist ja die Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands. Oder ich muss Sie gleich mal fragen, wie es mittlerweile aus Lehrerinnenverband heißt, oder ob sie da, wie sie dazu steht, ist bestimmt auch eine spannende Diskussion. Also Simone, kommst du einfach dazu, dann reden wir mit dir und nicht über dich. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Schau, ui, jetzt müssen wir unseren Tisch schnell ein bisschen einschenken. Moment. Und schon ist alles da. Perfekt. Schön, dass du da bist. Prost. Gerne. Prost. Auf Prost. dich. Prost. Jetzt müssen wir, glaube ich, die Kameras so hindrehen, dass man dich am besten auf beiden Kameras... Na, dann kriegt man Schizophrene. Also Also entweder du kommst mehr zu mir oder zu ihm, du hast jetzt die freie Wahl. Oh je, das Wer ist schon entscheidet? die erste, Wer entscheidet? schon die erste Schwierigkeit zwischen zwei Männern entscheiden. Also Du kannst ja die erste Halbzeit rutschen. Also ich habe überhaupt kein Problem. Ich weiß ja, dass ihr euch schon lange kennt, Du musst dann hin, auch gut kennt und ihr seid ja schon so lange, kennt ihr euch so lange, dass ja, müsst ihr selber vielleicht erzählen. Wenn Wie lange kennen wir uns? Also ich war, glaube ich, und du mindestens auch, aber wir reden jetzt nicht in Jahre und auch nicht in Monate. ja, also Das ist schon lang. Lebensabschnitte könnte man Also nehmen. ich war, glaube ich, war ich schon ein Mann oder war ich nur ein Bub? Die Frage ist mittlerweile. Okay, also das das sage ich jetzt einmal. ich habe mich nie verändert. Ich bin immer noch. Also, wir meinen, das ist Mann im Sinne von erwachsen. Ach so, Vermutlich. werden Männer erwachsen. Werden Männer überhaupt erwachsen? Das ist ja schon mal die spannende spannend. Frage. Werden Männer erwachsen? Werden Männer erwachsen? Also, und wenn, wie und wann? Das soll eine Frau einschätzen. Weiß Ja, ich wer nicht. sonst? Also wir kennen uns ziemlich lang. Ich würde mal sagen, ich habe da gejobbt in einem Café bei uns im Ort und da warst du Kunde. Oder manchmal auch gechippt. Einmal habe ich sogar dort gesungen. Um Gottes Willen. An das kann ich mich Gott sei Dank Da Gott sei Dank kannst du daran nicht mehr hin. Ja, das Leben mit dem, das Hirn und das Gedächtnis ist manchmal gnädig. Ja. Wie geht's dir? Ja, also persönlich geht es mir sehr gut. Beruflich ist wieder mal eine spannende Zeit. Wir dachten, das Schuljahr könnte ein bisschen ruhiger starten hier in Bayern und wir könnten ein bisschen wieder mehr haben von dem, was eigentlich Schule ausmacht. Ich habe das ja gerade gesagt, also dieses Thema ganzheitliche Bildung, ihr habt von ganzheitlichem Marketing oder so geredet, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber das wäre eigentlich unser Job. Also die Kinder jetzt mal wieder in die Schule
zu nehmen und ihnen zu sagen, hey, schau mal, wir sind wieder zusammen und jetzt können wir mal wieder nicht nur über diese Kacheln miteinander kommunizieren, sondern haben uns eben, ich sagte immer, vom kleinen C bis zur Haarspitze. Das wäre das, was die Kinder jetzt bräuchten. Wir genießen das ja jetzt auch wieder anders zusammen zu sein und dir so nah zu sein. Und das brauchen aber Kinder auch, weil Nähe und Beziehung ist eigentlich schon das Fundament für all das, was Lernen dann ausmacht, dachten wir. Simone, wo stehen wir denn gerade? Hilf uns mal unseren Zuschauern auch so, wie ist denn die Situation so aus Sicht der Schule sozusagen mal? Also wir spüren, dass Eltern und Kinder hohe Erwartungshaltungen haben. Jetzt muss doch endlich wieder was gehen. Jetzt muss doch endlich wieder Bildung so möglich sein wie vor der Corona-Zeit. Tja, und jetzt ist halt die Frage, was können wir jetzt geben? Und dieser immense Leistungsdruck und dieses immense, hey, mein Kind muss jetzt aber doch bitte jetzt Gas geben und bis Weihnachten müssen wir wieder da sein, wo wir eigentlich wären Weihnachten. Ja. Das macht uns ziemlich Druck. Das wollen wir auch, aber wir müssen schon mal gerade rücken, was brauchen die Kinder eigentlich? Und sie brauchen nicht Vollgas Wissensvermittlung. Aber glaubst du, dass die Eltern oder das Umfeld sozusagen jetzt auf einen noch höheren Anspruch haben? Ja, ich verstehe es ja auch. Du spürst an deinen Kindern, da war was nicht so, wie es sonst war. Du willst aber, dass sie im Leben genauso eine Chance haben wie die anderen Kinder, die jetzt Corona nicht erlebt haben in der Schulzeit. Und jetzt sagst du natürlich, jetzt machen Sie mal hier. Wäre das jetzt nicht eigentlich eine extrem gute Zeit, weil du da sagst, Vollgas Wissensvermittlung ist jetzt nicht angesagt. Ist denn Vollgas Wissensvermittlung überhaupt noch angesagt heute in der Schule? Ist mal meine provokante Frage, weil man doch ja viel Wissen letztendlich mit sich rumträgt. Also ich muss ja doch eigentlich eher wissen, wo ich was herkriege, wenn ich was wissen will, also eine Information brauche, als tatsächlich die Information zu speichern. Das ist ja gar nicht notwendig. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Ich bin ja kein Pädagoge, sondern nur ein Mensch. Das wäre natürlich jetzt eine Steilvorlage, Pädagogen sind auch Menschen. Okay, also, wenn dann der Mensch Pädagoge Fleischmann antwortet, dann sagt er, du bist genau auf der richtigen Fährte. Das ist auch unsere Idee von Bildung. Die ist eben nicht, wir nennen das ja bulimisch, das passt jetzt hier zum Wirtshaus, lernen, also praktisch reinfressen, auskotzen und nichts zunehmen. Ich weiß, eine etwas schlampige Wortwahl, aber sie, glaube ich, sagt sehr gut, was du jetzt auch meinst. Nein, es geht um Metakompetenzen, es geht um Anwendung von Wissen in praktischen Situationen, das nennt man dann die Kompetenzorientierung beim Lernen jetzt. Und es geht letztendlich um Lernen. Lernen, das ist was Altes, aber es ist ein guter Begriff. Wie schaffe ich es, mir neue Wissensinhalte anzueignen? Wo mache ich das? Und dann kommt die Medienkompetenz dazu. Im Sinne von, wie kritisch gehe ich mit dem um, wo ich mir das jetzt reingezogen habe. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, kritischer Umgang mit den Medien. Ja. Das muss man ja wirklich lernen. Wir haben ja auch im Laufe der 16 Tage auch Georg Eisenreich dabei gehabt, unseren Justizminister, war auch ein sehr starkes Thema. Hass und Hate im Internet. Aber macht ja tolle Sachen. Super toll. Top-Sachen sind wir auch dabei in der Kooperation. Sehr schön. Der Sascha hat ja auch aus Pellenberg, den haben wir aus Taipei zugeschaltet gehabt, der hat auch etwas sehr Interessantes berichtet, wie die jetzt Schule organisieren. Fand ich echt super. Die, gerade wenn es um Wissensvermittlung geht, packen die mehrere Klassen dann sozusagen in Vorlesungen zusammen, virtuell. Ja. Sodass der Lehrer den Wissensstoff sozusagen dann halt nicht an 30 Kinder vermittelt, sondern halt an, sagen wir mal, 300. Ja, weil da kann man mal eine halbe Stunde zuhören, das können wir vielleicht mehr oder weniger zu, das ist wurscht an der Stelle. Ja. Aber dafür haben dann die anderen Lehrer natürlich Zeit, wieder individuell auf die Kinderbedürfnisse einzugehen. Also Klassenverband so ein bisschen auflösen. Ist das ein Modell, was, ich meine, im Moment ist es wahrscheinlich noch nicht vorstellen in Deutschland, weil wir natürlich Regulative haben. Du kannst es ja leider nicht frei entscheiden an den Schulen, das dauert ich sehr, aber ist das was ihr euch als Lehrer vorstellen könntet, auch so das aufzubrechen? Absolut. Ich musste deswegen schmunzeln. Wir haben am Montag hier eine Pressekonferenz zum Schuljahresauftakt. Das wäre eine super Lösung, um den Lehrermangel herzunehmen. Ja. Also du packst einfach 300 in irgendeine Aula und dann geht es schon. Deswegen habe ich geschmunzelt. Oder in den virtuellen Raum geht ja genauso. Du kannst die einzelnen Klassenzimmer auch zusammenschalten. Nein, aber ich sage das deswegen, weil das geht gar nicht. Also wir können das als pädagogisches Event, als eine gute Idee mal überlegen, da bin ich sofort bei dir, aber ich muss deswegen jetzt schmunzeln, weil wir einfach momentan die Situation haben, dass wir sehr viele Nichtlehrer vor Klassen haben, weil wir nicht genug Lehrerinnen und Lehrer sind. So, und jetzt ist die Frage, da kam mir das halt gerade, dann packst halt 300 rein und dann hättest du sozusagen das Problem gelöst. Nein, aber das, was du sagst, ist eine interessante Idee. Du hast sozusagen einen komprimierten Baustein der Wissensvermittlung,
so wie man das in Hörsälen kennt, ja, also Genau. Universität. Und dann machst du kollaborativ, kommunikativ in Gruppen, in Projekten die Aufarbeitung dessen, was du da gehört hast. Na, ganz klar. Ist Ja. eine Möglichkeit, die machen wir auch. Das gibt es oft auch im normalen Klassensetting. Hey, passt auf, 8 Minuten instant und dann reden wir drüber, was da war. Aber die 8 Minuten sind immer noch im Klassenverbund Ja. und noch nicht übergreifend. Nein, also das haben wir jetzt so nicht. Aber was die machen, vielleicht wichtig, die machen das nicht in der Aula, sondern die Kinder sind immer in ihren Klassenräumen, die schalten nur die Klassenräume zusammen und sozusagen der Frontalunterricht kommt aus einem der Räume und die anderen hören dann quasi nur zu. Und der jeweilige Lehrer ist dann halt mal ruhig oder kann dabei andere Dinge machen oder guckt halt auch, wie die Kinder darauf reagieren und kann, so habe ich ihn verstanden. Fand ich. Also es ist ein Ansatz, den können wir gehen. Wir brauchen vor allem jetzt nach Corona oder mitten in Corona noch diese Begegnung der Menschen miteinander. Also ich glaube, das ist zum einen wichtig, dass man sich wieder annähert. Ne? Auch Kinder oder gerade speziell Kinder müssen sich wieder auch lernen anzunähern. Und das andere Thema ist, haben wir ja oft auch schon gehabt, jetzt in den letzten 16 Tagen, Infrastruktur und die Ausstattung der Schulen. Wenn wir diese Vision umsetzen wollen, brauchen wir erstmal eine ganz andere, also wir haben andere Baustellen, sage ich mal, die jetzt nochmal geklärt werden. Absolut. Welche Baustellen sind, wenn du zum Söder gehst? Was schreibst du denn da auf den Zettel? Also wenn wir ganz oben ansetzen wollen, dann muss ein Ministerpräsident verstehen, was der Spirit von Schule der Zukunft sein kann. Da fange ich jetzt nicht mehr an beim Lehrermangel. Das sind nämlich Themen, die sollten eigentlich geregelt sein. Ja? Das sollte nicht sein Job sein. Sondern da fange ich an, und das mag er auch sehr gerne, drüber nachzudenken, hey, wie muss denn Schule im 21. Jahrhundert, in der digitalen Zeitalter, in eine Welt von morgen vorbereiten, die wir noch nicht kennen? Und das ist mit ihm eine Diskussion, die geht sehr gut. Die erlebe ich auch sehr professionell. Da hat er gute Ideen, hat natürlich auch viele Beziehungen in die Wirtschaft hinein, in die Politik hinein, in die Welt hinein und trägt es dann in so ein Gespräch und fragt immer wieder, okay, machen Sie mal einen konkreten Vorschlag. Wie könnte man Schule dann aufstellen? Und da sind wir beieinander. Also weg von diesem reinen Wissensvermittlung ist zum Beispiel ein Thema, hin zu einer Schule, die digitales Lernen in den Mittelpunkt stellt, die aber trotzdem die Beziehungsarbeit ermöglicht, die den Kindern Wissen und Kompetenzen vermittelt und dann aber die Frage, welches Wissen und welche Kompetenzen. Das sind Themen, die diskutiere ich sehr gern mit ihm. Freilich diskutiert man auch dienstrechtliche Themen, standespolitische Themen, aber eigentlich sollte das nicht sein Job sein, sondern er sollte ein Visionär sein und ein Kämpfer für eine Schule von morgen. Und diese Gespräche gab es schon und wird es jetzt auch wieder geben. Wir reden ja oft auch von Wertschätzung den Menschen gegenüber, den Lehrern gegenüber, den Kindern gegenüber. Erfahrst du auch Wertschätzung, sag ich mal, aus der Politik? Ich oder wir ist die Frage. Gell? Also jetzt die Simone Fleischmann als Präsidentin im BLLV, ja. Ich erlebe keine geschlossenen Türen. Wir dürfen überall unsere Ideen vortragen, auch wenn es kontrovers ist. Also eine große Aufgeschlossenheit, auch eine Wertschätzung im Sinne, hey, jetzt lassen Sie mal die Fleischmann sagen, was sie denken. Ja, und auch einen guten Dialog dann drüber. Jetzt die Lehrerinnen und Lehrer in der Gesellschaft, ob die Wertschätzung erfahren, das ist so bunt, wie unsere Gesellschaft ist. Es gibt Eltern, die finden diese Lehrerin toll und melden ihr das zurück und sagen auch, hey, also meine Tochter, wenn sie nicht hätte. Und dann gibt es halt Eltern, das wissen wir auch, die sind eigentlich nichts zufrieden, also kannst sein, wie es willst. Und das hängt aber dann meistens woanders. Und da erfährt natürlich dann diese Lehrerin wenig Wertschätzung. In der Gesellschaft insgesamt, vielleicht darf ich das noch sagen, in Finnland bezeichnet man ja die Lehrerinnen und Lehrer als Kerzen der Gesellschaft. Da würde ich jetzt mal sagen, sind wir schon ein gutes Stück davon entfernt, weil wir jetzt schon auch eine Kultur des Widerspruchs erleben. Ja? Wer ist denn jetzt verantwortlich, dass die Kinder nicht so weit gekommen sind? Warum geht denn das jetzt mit den Masken oder ohne Masken? Warum müssen wir diesen dämlichen Lolli-Test machen? Warum machen Sie mit meinem Kind jetzt nicht einfach Unterricht weiter? Und dieser ganze Prass, den so manchmal die Menschen jetzt erleben, an wen lässt du denn das aus? Kannst du natürlich schon den Ministerpräsidenten schreiben, aber kommod ist es natürlich, wenn die Lehrerin, die direkt vor dir steht, am Elternabend das mehr abkriegen. Wenn wir jetzt nach Berlin schauen. Kannst du mal trinken. Ja, logisch. Du bist der Wach. Das ist eine gute Idee. Ne? Sehr gute Idee. Prost. Lisa. Jetzt haben natürlich alle im Wahlkampf geschrien nach besserer Bildungspolitik. Das ist immer so. Und dann passiert, also ich bin ja mal ein bisschen ketzerisch, passiert relativ wenig. Wird immer auf den Digitalpakt Schule hingewiesen, wo viele Milliarden nicht abgerufen werden. Weißt du alles wahrscheinlich viel besser als ich. Ich mache mir so ein bisschen Gedanken, ob der Konzepte, die da so auf dem Tisch liegen, viele schreien ja nach einem Bundesbildungsministerium. Dann redest du ja nur mit einem Herrn Söder über diese Fragen, sondern würdest du mit einem, wem auch immer, Bundesbildungsminister sprechen.
Man kann sicherlich festhalten, dass die Kultusministerkonferenz auf breiter Linie versagt, wenn es um Standards geht, die bundesweit gelten. Das wäre zum Beispiel wahrscheinlich eine wichtige Forderung, damit man eben die unterschiedlichen Standards, die ja in den Ländern, die einen sagen Gott sei Dank, die anderen sagen bedauerlicherweise, also alle die Eltern, die mal eine Landesgrenze überschreiten müssen, sagen eher Gott, oh Gott, oh Gott. Ja? Und andere, deswegen gibt es ja diese Forderung, dass wir es zentralisieren müssen. Aber ich glaube persönlich nicht, dass durch Zentralisierung das Ganze besser wird, dass man da einmal trotzdem reformieren muss. Aber wie ist denn da würde mich echt interessieren, wie ist dein Blick da drauf? Wie kann das wirklich besser werden? Ich persönlich glaube an die Eigenverantwortung der Schule. Ich würde den Schulen viel mehr Verantwortung geben. Etathoheit, Personalhoheit. Ich glaube, da wird viel schneller ein Schuh draus. Auf Basis, wenn man sagt, man hat die Standards definiert, die man sozusagen, die Kinder irgendwann mal können müssen. Ja? Das habe ich definiert. Wie man ihnen das beibringt, das sollte dann Sache der Spezialisten vor Ort sein. Aber vielleicht hast du einen ganz anderen Blick drauf. Also du hast ja deine Frage jetzt schon mal beantwortet. Also wenn es die Standards auf Bundesebene gibt und die hohe Eigenverantwortlichkeit vor Ort und man denkt es zusammen, dann ist es gut. Also ich kann da nur sagen, ja. Momentan haben wir nur das Spiel, dass die Länderhoheit im Bildungsbereich, die Akzeptanz, dass man auf Bundesebene Standards definiert, das kommt nicht ganz so gut zusammen. Und das ist ja das Problem. Das Problem von uns Schulen ist nicht, dass wir nicht alleine gehen können. Ich war lange genug Schulleiterin. Ich habe viele dieser Vorgaben von oben in eine runde Ablage absortiert. Und wir haben es so gemacht, dass es für uns gut war. Und ich war dann immer noch Schulleiterin, also ich bin nicht rausgeflogen. Das heißt, der mutige Schulleiter, das mutige Kollegium nimmt die Eigenverantwortung. Aber wir haben hier leider jetzt auch gemerkt, in den letzten 1,5 Jahren hat es über 200 kultusministerielle Schreiben gebraucht. Über 200, um in Schule durch die Corona-Zeit zu kommen. Das heißt, da sitzt du als Schulleiter und wartest, bis von oben diese Vorgabe hier auf deinen Tisch fällt und setzt das dann um. So, und ich bin schon bei der Frage, würde das ein Zentralismus aushebeln? Würde das ein Bundesbildungsministerium aushebeln? Da bin ich der Meinung, nein, es liegt nicht daran, sondern es geht darum, wie die Länder mit den Vorgaben aus dem Bund umgehen. Ich finde es ja immer ganz nett, ihr formuliert ja immer gleich hier, was macht Söder damit? Wir hätten ja auch noch ein Kultusministerium, das ist schon bezeichnend, dass ihr das nicht fragt. Das erlebe ich jetzt hier auch manchmal, dass wir diese Ressorthoheiten ja gar nicht so sehen. Das heißt, es ist die Fragestellung, wie gehe ich mit Vorgaben auf Bundesebene in der einzelnen Schule um und was macht sozusagen dann der Föderalismus, also die Länderebene damit. Und wenn du jetzt fragst, dann schaffen wir halt den Föderalismus ab. Ja, dann haben die Länder halt im Bildungsbereich auch keine Hoheit. Dies ist natürlich die kritische Frage, weil dann eben Bayern sofort daherkommt. Also das haben wir ja schon oft diskutiert. Ja, Moment, dann müssen wir nivellieren, weil wir ja in einem Standard ziemlich oben unterwegs sind und in die Mitte wollen wir nicht. Und damit hebelt man jede Föderalismusdiskussion aus. Aber wie sollte man es dann machen? Oder sollte man eigentlich wäre die Kultusministerkonferenz das Gremium, das genau diesen Job eigentlich hat, zu sagen, okay, wir müssen dafür sorgen, dass wenn ich von Bremen nach Bayern umziehe, dass mein Kind immer noch eine Chance hat, in der Schule irgendwie mitzukommen. Ja. Und wenn Bremen bei ihren Standards versagt, dann müssen die halt auch entsprechend Gas geben, weil sie es irgendwie anders machen. Ja. Aber wie kommen wir denn da weiter aus deiner Sicht? Also du bist ja der Profi in dem System. Kann man das System von innen raus reformieren oder ist es vielleicht ist es ja gar nicht nötig. Oder vielleicht auch nicht? Also da bin ich ein bisschen in die Bredouille, das gebe ich ehrlich zu, weil ich bin stellvertretende Bundesvorsitzende unseres Dachverbandes. Und auf Ebene der Bundesrepublik Deutschland schauen wir natürlich, dass wir zum Beispiel in der KMK, den KMK-Generalsekretär kenne ich sehr gut, da diskutieren wir viel. Es gibt jetzt ein neues Gremium, einen, sagen wir mal, wissenschaftlichen Beirat, der über die Länder schaut und Empfehlungen ausspricht. Also ich bin immer noch der Meinung, dass es sowas geben muss wie höchste Bildungsstandards. Also das ist genau das, was du vorher gesagt hast. Man muss auf Bundesebene diskutieren, was ist denn so ein Kanon, über den wir uns verständigen können. In meiner Rolle als BLLV-Präsidentin sage ich würde schon ganz gerne die Bildungspolitik weiter hier in Bayern machen. Weil ich glaube, dass wir dann näher dran sind an dem, was das Geschehen an der Schule braucht. Wir haben ja jetzt schon das große Problem, dass wir oft Bildungsstandards definiert haben, die in den Schulen, sage ich jetzt mal, so gar nicht ankommen. Also die Fallhöhe ist dann noch größer. Und ich glaube, dass eigentlich der Motor, um Schule neu zu denken, unbedingt von unten
kommen muss. Das heißt, wir müssen Schulleiterinnen und Schulleiter mit ihren Teams legitimieren, ihnen auch eine echte Verantwortlichkeit geben für das, was sie an der Schule vor Ort leben. Und da wäre es mir dann recht, ich müsste nicht nach Berlin rapporten, sondern vielleicht ist es dann gescheiter, wenn wir sozusagen hier in Bayern uns abstimmen. Löst das Problem nicht, wenn ein Kind von Bremen nach Bayern kommt. Die haben bei mir immer den Satz gekriegt, es wäre besser, sie gehen eine Jahrgangsstufe zurück. Das war auch zu meiner Schule auch schon so. Ja, ist ja auch, sage ich mal, auch wenn du vom Ausland kommst oder so, musst du dich ja auch anpassen, sage ich jetzt. Sicherlich wäre es vielleicht einfacher, wenn wir das viel leichter ermöglichen könnten, aber dann wäre eigentlich eher der Ansatz gleich europäisch, als wir dann erstmal über die Brücke Deutschland hat. Oder? Ja gut, du machst ja noch größeres Fass auf. Also ich erlebe das im familiären Setting, dass wir sehr häufig über das polnische Schulsystem diskutieren und über das deutsche Schulsystem diskutieren. Da würde ich jetzt mal so sagen, das, was ich erlebe, sind zwei Paar Stiefel. Ich bin in Schweden öfter, da muss ich halt ganz ehrlich sagen, wenn du da die Schule erlebst, das ist du komplett was anderes. Also das ist jetzt eine Herausforderung. Da muss ich jetzt noch mal ganz groß nachdenken im Sinne von, da sind die politischen Systeme anders. Da sind die demokratischen Strukturen ja oftmals anders. Da ist die Geschichte eines Landes anders. Und das jetzt unter einen Hut zu bringen, im Sinne von, wir machen dann womöglich Lehrpläne für Europa, das wäre ja die Konsequenz. Aber das ist ja genau das. Das wollte ich ja überspitzt eben damit ausdrücken. Ich glaube, wir dürfen nie vergessen, dass wir über Kinder reden. Und dass es da eben keine Schablonen gibt, die man von irgendwo drüber kippen kann. Und sagen kann, das ist der Weg. Sondern wir müssen, so wie du auch richtig sagst, vielleicht auch ein bisschen dezentraler einfach die ganze Sache. Das geht aber nur, da kommen wir wieder zusammen mit, wie geht es uns gerade als Lehrer, wenn die Gesellschacht höchstes Vertrauen in die Kompetenz der Lehrerinnen und Lehrer hat. Ich sage nochmal das Beispiel, ab Montag gibt es jetzt Schule ohne Maske. Wenn wir nicht ein, glaube 9-seitiges, knallhartes Schreiben des Kultusministers heute hätten, könnten wir nicht parieren gegenüber vielen Eltern, die jetzt schon durchknallen. Wie kann es denn sein, dass am Montag Schule ohne Maske ist? Also warum sage ich Ihnen das jetzt? Also wir brauchen so klare Richtlinien oftmals, weil wir gegen diese Vehemenz, dass man uns angreift, nicht hinstehen, weil man uns nicht vertraut. Und dann brauche ich als Schulleiterin, selbst ich habe dann oft gesagt, wissen Sie was? Also hier steht's. Und das ist die Marschrichtung, nach der ich mich, das ist natürlich nicht, das ist die Marschrichtung, nach der ich mich jetzt richte. Und dann habe ich zu der Mutter gesagt, ich kann das nicht ändern jetzt. Und weißt du, warum ich das jetzt sage? Weil ich echt glaube, dass wir in unserer Schule, wo ich tätig sein durfte, echt mutig waren und andere Wege gegangen sind. Und trotzdem flog ich auf die Schnauze, sage ich jetzt mal so platt, als ich Angriffe erlebte und dann Rechtsanwälte bei mir saßen und mir erklärt haben, wie man eigentlich so eine Probe konzipiert. Also ich meine, das tut mir leid. Das sind ja Sachen, wo ich sage, entschuldigen Sie mal, wenn ich so viel verdienen würde wie Sie in der Stunde, wäre ich schon mal froh, aber das tue ich nicht. Aber Sie müssen mir jetzt glauben, dass unser Business ist. Und da glaube ich, Werner, das ist eine Nummer, da sind wir noch weit davon entfernt, dass es dieses Vertrauen gibt. Und ich meine, jetzt kommt wahrscheinlich gleich der nächste Satz. Naja, es gibt halt einfach auch Lehrer, die nicht so tippitoppi sind. Ja, das wird es wohl in jedem Business geben. Aber trotzdem habe ich ein Vertrauen, wenn ich in einer Firma mein Auto kaufe. Und weiß, das ist der Spezialist und ich bin es nicht. Ja gut, aber wir haben natürlich auch ein systemimmanentes Thema, dadurch, dass die Personalhoheit nicht in den Schulen liegt. Ja. In der Wirtschaft hast du dann in gewissem Maße, ich meine, du hast Gewerkschaften, du hast Betriebsräte, du hast also auch nicht völlig freie Hand bei dem, sagen wir mal, bei der Optimierung des Personals. Sprich, also kannst du nicht rausschmeißen, wenn er nicht performt, aber die Wirtschaft heilt sich schon wesentlich besser. Was man so von den Schulen hört, ist es halt leider nicht so, dass sich da bist du halt dann irgendwann mal vielleicht Beamter unkündbar und das ist natürlich ein System, was sich nicht heilt. Also wo sozusagen die schlechten, die Minderperformer nicht ausgetauscht werden, was natürlich schlecht ist für jedes System. Es ist schlecht, wenn du da nicht eine gewisse Entwicklung zulässt. Also insofern wäre ich wieder ganz stark für die Personalverantwortung. Und den Gedanken von Werner finde ich extrem spannend. Man könnte durchaus europäisch denken, weil wir haben ja auch das Problem, wie viel wert ist denn ein bayerisches Abitur, ein Bremer Abitur, ein französisches Abitur, eine österreichische Matura und wie die alle heißen. Polen hast du es genannt, da weiß ich keine Ahnung, was ein polnisches System besonders ist, kenne ich jetzt nicht, weiß ich nicht, bin ich zu wenig Experte. Aber das müsste ja irgendwann auch mal vergleichbar sein, weil es geht dann auch bis zum Hochschulabgänge. Und dann wäre doch das prima, was sagen wir, pass auf, ein Kind, was irgendwie 10 Jahre, also sozusagen 4 Jahre in der Schule war,
müsste das und das und das und das können. Also wir tun ja jetzt gerade so, wie wenn es nicht der Fall wäre. Also ein bisschen Konsistenz haben wir ja. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier alle luftleeren Raum schweben. Und jetzt kommt mir gerade ein Gedanke, der, glaube ich, wesentlich ist. Ich meine, ihr seid ja aus der Wirtschaft, ich bin es nicht. Wenn ich jemanden anstelle, wenn ich jemanden in mein Team integriere, weiß ich von Freunden, die bei uns draußen mittelständische Unternehmen haben, die schauen schon das Zeugnis und den Abschluss an. Es geht mir aber auch noch um was anderes. Also ich will jetzt nicht ausweichen bei der Frage. Wir haben aber schon auch Standards, die man durchaus ein Stück weit vergleichen könnte. Die Anerkennung der einzelnen Abschlüsse hängt dann auch wieder von den Ländern ab, wo du herkommst und durchaus auch von dem Wirtschaftsstandort. Also das darf man aber nicht vergessen. Wie erfolgreich sind Kinder, hängt ja zum Beispiel in Bayern und in Deutschland stark vom sozioökonomischen Hintergrund des Elternhauses ab. Also das spielt ja schon auch nochmal eine Rolle, egal wie global oder wie europäisch ein Lehrplan ist. Und wohin will ich jetzt? Ich will in die Richtung, dass ich glaube, dass wir wesentlich mehr Fokus darauf legen sollten, wie sich die jungen Menschen präsentieren, wie sie sich verkaufen. Also ich bin nicht für Verkaufen ohne Basis, sondern wie sie das, was sie können, dann auch sozusagen einbringen, sich da weiterentwickeln. Und da glaube ich, wenn ich die jungen Leute jetzt beobachte, das stinkt mir immer, ich habe dann nur in dem Café bedient und sonst nichts gemacht und war immer in der Schule, die gehen ja jetzt einen globalen Weg, die gehen einen internationalen Weg. Ich kenne ja kaum mehr jemanden aus dem Freundeskreis, wo so 18-, 90-jährige Mädels oder Jungs straight vom Abitur in die Berufsausbildung gehen. Also ich glaube, wir haben eine andere Welt, die das Globale auch noch anders mit reinbringt. Und ich würde mir wünschen, dass junge Menschen in der Schule so gebildet werden, egal ob sie jetzt in Polen den Abschluss machen oder ob sie ihn in Frankreich machen oder in Deutschland, dass sie mit dem, was sie können, sich zeigen können. Und das ist, glaube ich, die wesentlichere Kompetenz, als wenn wir uns jetzt hier unterhalten, inwieweit wir was egalisieren von den Vorgaben. Du hast gerade das Thema sozioökonomischer Background, also vielleicht, wenn deine Eltern sozusagen Geld haben und gebildet sind, hast du es leichter. Ja. Das ist keine Frage. Ich finde es aber eigentlich erschreckend, weil wir Potenziale ja liegen lassen von klugen Menschen, die High Potential vielleicht sogar sind, die wir aber leider nicht mitnehmen, weil ihre Eltern halt dummerweise aus dem falschen, den falschen Geldbeutel haben sozusagen. Weißt du, jetzt kommen wir dann wieder zurück. In den 70er Jahren haben wir es da schon mal gehabt. Ich komme selber mein Background ist auch, mein Vater war kleiner Angestellter bei einer großen Firma, meine Mutter Datentypistin nebenbei, Zweitjob. Also da gab es noch Aufstiegschancen, da hast du ein Abitur machen können, ohne dass deine Eltern sich rund um die Uhr helikoptermäßig um dich kümmern mussten. Und mir hat kein Mensch Nachhilfe geben müssen, sondern wenn ich Nachhilfe gebraucht habe, habe ich gesagt, da gehst du deinem Lehrer. Ja, wenn du jetzt nicht verstanden hast, was er dir erzählt hat. Dann bist du mit dem Lehrer gegangen, hat er mir das nochmal erklärt. Dann habe ich es irgendwann verstanden oder halt auch nicht. Auch heute musst du irgendwie anders aufgesetzt sein. Und das finde ich finde es schade. Wie kommen wir wieder dahin, dass egal von welcher Herkunft, die Kinder eine faire Chance haben auf eine super Ausbildung? Also wir hier im Raum und eure Community sind ja genau diejenigen, die sich gut kümmern können, wenn ich das jetzt mal sagen darf. Und ich finde es immer sehr spannend, wenn man in High-End-Diskussionen dann die Menschen beieinander hat, die sich eben um alles kümmern können, weil die Kinder, die keine Lobby haben, sozusagen verloren gehen. Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die ganze Mittelschuldiskussion geht mir allmählich auf den Keks, weil da diskutieren die High-End-Gesellschaft, dass wir ja die Mittelschulen erhalten. Ihre Kinder sind da nicht. Ich glaube, ihr merkt jetzt, wo ich hin will. Das war jetzt vor allem im Wahlkampf, im Bundestagswahlkampf, war es mir wirklich zu viel am Schluss. Wie sich dann die Eltern, die hier ja für diese Kinder engagiert haben, ich sage einen fiesen Satz, weil wir nicht wollen, dass mein Kind mit diesem Kind zusammen ist. Ja, weil da hätte man nämlich auch andere Schulsysteme. Jetzt komme ich auf deine Frage zurück. Was machen wir denn? Weißt du was? Wenn du dir jetzt in einer Schule, nehmen wir mal eine Mittelschule, 8. Klasse, vorletzte Woche starteten die 26 Kinder, weil wir Lehrermangel haben, packen wir mal ein paar mehr in eine Klasse. Da bin ich dann alleine in einer 8a. Mit 26 Kindern, die 1,5 Jahre Corona erlebt haben und die ein Spektrum an Belastung mitbringen, wo wir hier im Raum uns gar nicht vorstellen können, was diese Kinder erleben. Ich sage immer, ich könnte keine Stunde Lehrerin sein, wenn ich das erleben müsste, was diese Kinder erleben. So, und jetzt kommt das Kind und sagt, Seeberg, ich verstehe es nicht. Was mache ich dann?
Jetzt bin ich alleine für diese Gruppe. Jetzt kannst du sagen, ja mein Gott, dann setze ich ja Nachmittag mal mit dem hin. Keine Frage. Das ist jetzt der eine Anspruch von dem einen Kind. Es geht genau um das, was du dir wünschst. Es geht um individuelle Förderung der individuellen Stärken und Schwächen von Kindern. Das haben wir schon lange erkannt. Ich war am Donnerstag in Dortmund in einer ziemlich scharfen Diskussion über den Zusammenhang zwischen Wissenschaft und Praxis. Wir haben diese Studie. Wir brauchen da nicht weit gucken. Wir wissen ganz genau, was den einzelnen Kindern helfen würde, um ihre Potenziale zu entwickeln. Das ist ein Faktor. Und das ist der, den du gesagt hast. Das ist der Lehrer. Und was machen wir momentan? Wir haben so wenige Lehrer, dass nicht mehr ein Lehrer vor einer Klasse steht, sondern ein Mensch. Das ist besser wie keiner. Und jetzt haben wir aber zum Beispiel in den Mittelschulen nicht mal mehr die ausgebildeten Pädagogen, sondern das ist irgendjemand, Diplom-Opernsänger haben wir gerade. Wir haben Menschen, die einen Magister irgendwo abgeschlossen haben. Wir haben Leute, die einen Bachelor irgendwo her haben. Leute, die sagen, ach ja, mit Kindern arbeiten wäre nicht schlecht. Das heißt, wir graben uns gerade bei diesen Kindern, die dann auch in den Mittelstand gehen wollen, ins Handwerk gehen wollen, die Bildungsqualität selber nochmal ab und machen genau das Gegenteil von dem, was du dir wünschst. Das ist ein schöner Break sozusagen, den ich jetzt hier machen muss, weil wir haben einen Kümmerer hier, der sich wirklich um Dinge kümmert. Und da möchte ich den Dr. Franz-Georg Strauß, unseren Vorstandskollegen, mit in die Runde bitten. Jetzt kommt die Lösung. Zu dir? Zu mir? Der Franz kommt zu mir. Was? Ja, tut mir leid für dich. Über mir sitzen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, es gibt ja eine. Grüß Gott. Na, freilich. Müssen wir da unsere Füße ansortieren? Gerecht allen Corona und sonstigen. Geht's so? Ja, wunderbar. Franz, schön, dass du da bist. Danke dir. Vielen Dank, vielen Dank. Ich habe dich als Kümmerer als Kümmerer. Das ist klein. Du bist ja mit deiner Stiftung, der Marianne-Schau-Stiftung, auch sehr stark sozial aktiv. Was sagst du zu dem, was die Simone jetzt uns gerade erzählt hat? Wie weit gehst du da mit und wie weit könnt ihr da sogar vielleicht, wie weit unterstützt ihr solche Dinge oder wie offen begegnet? Nein, also in den Erinnerungen meines Vaters steht ja, dass er aus dem Milieu, aus dem ich komme, hat er geschrieben, gehöre ich nicht mehr an. Und das andere komme ich sozusagen, die werden mich nie als einen der ihren akzeptieren. Das ist ganz komisch, wenn man das bei ihm liest. Aber es ist eben genau das. Es gibt aber auch, es geht noch viel früher los, meiner Meinung nach, mit den frühkindlichen Prägungen. Also wenn man schon sieht, wie jemand einen Besteck hält zum Beispiel, dann weiß er schon in etwa, was für ein Elternhaus der gehabt hat. Es ist einfach so. Es gibt gewisse Dinge, die kriegst du als Kind mit, die legst du dein Leben lang nicht mehr ab. Ich glaube, das muss noch viel früher anfangen. Das kann man aber nicht ändern. Es gibt eben die und die. Die eine, die sind also, schicken ihre Kinder von Jugend an viersprachig, wachsen sie auf, da kommst du dahinter, die sprechen keine Sprache richtig. Ist so. Die antworten dir immer in der Sprache. Die Kinder, wenn du fragst auf Englisch, dann antwortet der auf Französisch, fragst auf Französisch, dann antwortet der auf Deutsch. Das ist wirklich so, weil die keine Sprache so richtig daheim sind. Aber zurück zu dem Punkt, natürlich gibt es Kinder, die überbetreut sind und international alle Möglichkeiten haben. Also mein Sohn wollte nach Australien für einen Term. Und das geht dann, muss man Anfang Juli aus der Schule raus und kommt irgendwann im Oktober wieder. Und die Schuldirektorin hat gesagt, nein, das geht nicht und das können wir doch nicht machen, weil natürlich also gibt es die einen, die können das und ich verliere ja sowieso schon so viele Kinder in der Oberstufe, weil die dann nach USA gehen oder nach England gehen und da ihre Ausbildung haben in Einrichtungen, die 70, 80, 100.000 Euro im Jahr kosten. Und dann, die haben wir ganz andere, aber das kann man einfach nicht ändern, glaube ich, in gewisser Hinsicht. Wo ich was ändern würde, was ich ja immer sage, zum Beispiel, bevor das Thema auch kam, mit einem Bundesbildungsministerium. Ich meine, man hat nach der Nazizeit, haben die Alliierten zu Recht gesagt, es dürfen zwei Sachen nicht sein. Erstens die Polizei in einer Hand. Der Göring wurde damals Innenminister, hat sofort die gesamte deutsche Polizei auf die Gewerkschafter angesetzt, mit fürchterlichem Ergebnis. Das Zweite ist das Bildungswesen, dezentrales Bildungswesen. Und das war ja auch meiner Meinung nach in den 70er Jahren, wo ich in der Schule war, von großen Vorteilen zum Beispiel, dass man eben dieses Bildungswesen nicht vereinheitlicht war, dass man vieles, was man damals wollte unbedingt, die Gemeinschaftsschule zum Beispiel, dass es nicht vom Bund her verordnet werden konnte, was wir halt in Bayern noch unsere Gymnasien haben. Das wollten die alles damals in einem Furor, wollte alles abgeschafft werden.
Deswegen glaube ich, und das Zweite ist, was ich einfach sage, im digitalen Wesen, wir haben einen Bayerischen Rundfunk, der kriegt im Jahr 1 Milliarde, der hat 4.000 Angestellte. Warum kann ich nicht denen sagen, sie sollen nach Vorgabe derer, die wissen, worum es geht, digitale Inhalte aufbereiten? Machen für die Sie. bayerischen Schüler. Ich bin im Rundfunkrat und ich bin die Vorsitzende des aber richtig, Telekollegs meine im ich BR. jetzt. Doch, Ja. da haben wir tolle Contents jetzt. Also Ja. das ist genau erkannt. Da Ja. bin ich ganz bei Ihnen und das hilft uns Lehrern auch total, dass es da ein Content gibt, ein Angebot gibt, das genau passt, genau auf solche Schwächen von Kindern eingeht. Das haben wir, Herr Schott, das haben wir. Aber nochmal zurück, in den 70er Jahren konnten wir dieses Aufstiegsversprechen noch halten. Gab es damals, und wir hatten Klassen, wir waren die geburtenstarken Jahrgänge. Ich habe 41 27 Kinder in einer Klasse wäre damals ein Traum 41 gewesen. Wir waren regelmäßig zwischen 35, 38 Kinder in der Klasse. Warum, also ich will so verstehen, Ja, Simone. aber ist natürlich klar. Was war damals anders? Was haben wir in der Zeit irgendwann falsch gemacht, dass es jetzt nicht mehr funktioniert? Ja, also das ist eine klassische Frage, die uns immer gestellt wird. Ich erinnere mich noch an meine Oma, die gesagt hat, ich weiß gar nicht, von was redest du eigentlich? Ja? Also wir waren zu 50 in der Klasse von der 1. bis zur 6. und du regst dich auf, wenn du 18 Kinder hast. Also ich habe mit meiner Oma da scharfe Diskussionen geführt, weil die nicht verstanden hat, warum ich mit 18 Kindern nicht weiterkomme. Jetzt habe ich das sehr persönlich beantwortet. Auch ich bin mit 18 Kindern, ich erinnere mich an eine 9. Klasse, nicht weitergekommen, sondern habe dann aufgehört zu unterrichten. Ich habe Psychologie im Hauptfach studiert und habe mit den Kindern ein halbes Jahr Teamtraining gemacht, Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Und das soll jetzt die Antwort auf deine Frage sein. Also wir können jetzt nicht sagen, dass, ich rede aus der Mittelschulperspektive jetzt, gell, oder Förderzentren, dass wir Kinder haben, die alle so bedürftig sind. Aber wir haben gerade in Brennpunktschulen, gerade da, wo sozusagen viele der Kinder zusammenkommen, die diesen Luxus nicht haben, den Sie gerade beschrieben haben, so grundlegende Bedürfnisse haben, die eigentlich mit meinem Job als Lehrerin gar nichts zu tun haben. Wir fordern seit langem Multiprofessionalität, weil die Kinder bräuchten eigentlich, die einen bräuchten einen Heilpädagogen, die anderen brauchen, und da haben wir Gott sei Dank ein paar, Schulsozialarbeit. Warum stocken wir denn das auf? Wir stocken ja übrigens auch auf. Also es ist gar nicht richtig, dass es gar nichts gibt in die Richtung, um die Individualität aufzufangen. Aber immer noch, und da stimme ich dir schon zu, fangen wir die Kinder nicht so auf, dass es definitiv Bildungsverlierer gibt. Und da sage ich nochmal, ja, die Zeit ist, wie sie ist. Die Kinder sind sehr, sehr breit aufgestellt in ihren Bedürfnissen. Und jetzt sagst du Aufsteiger. Wann werde ich zum Aufsteiger? Ich bin der Meinung, und das habe ich bei dieser Klasse, von der ich gerade erzählt habe, auch erlebt, die wurden dann zum Aufsteiger, als sie Selbstvertrauen hatten. Als sie gemerkt haben, hey, ich kann auch was. Ich bin was wert. Und meine Mama kümmert sich zwar jetzt nicht um mich oder kann sich nicht um mich kümmern. Ein kurzes Beispiel. Ich habe einen Schüler gehabt, der nie vergessen, der hat immer zu mir gesagt, wo stressen Sie sich eigentlich so? Ich habe gesagt, Moment mal, was meinst du? Ja, ob ich jetzt die Hausaufgaben mache oder nicht, und ob ich jetzt einen Fünfer habe, das hat noch nie jemanden interessiert. Könnt ihr euch das mal bitte vorstellen, was das bedeutet, wenn ein Schüler in der Schule die Lehrerin fragt, hey, was stressen Sie denn so? Weil er gar nicht erlebt, wie wichtig er ist im Leben, was er wert ist. Und das ist jetzt keine Sozialromantik, die ich hier predige, sondern das ist das Leben. Sind es die Elternhäuser dann? Also wenn ich das zuhöre, auf gut Deutsch heißt es, die Eltern sind heute so viel schlechter als die Eltern als unsere Eltern, weil in unserer Generation gab es offiziell weniger, die diesen, sage ich mal, wie ist das, den großen Bedarf hatten. Die kamen alle sozusagen vernünftig sozialisiert in die Schule und heute kommen sie nicht mehr vernünftig sozialisiert in die Schule. Also schwarz-weiß, aber... Wir dürfen keine Kritik laufen lassen. Unser System ist jetzt, wie es ist. Die Gesellschaft ist, wie sie ist. Ich glaube, da muss man schon systemisch denken. Was muss denn eine Mutter, was muss denn ein Vater heutzutage leisten? Ja. Wenn wir in München nachdenken, wie geht es mit einfacheren Berufen? Wie komme ich mit dem Geld hier über die Runden? Also ich glaube, es ist jetzt nicht, dass ich sage, die Eltern sind zu schwach oder wollen nicht. Es gibt de facto Grenzsituationen für Familien in einem Ballungsraum wie München. Das wissen Sie alle, das darf ich hier niemandem mehr erzählen. Und diese Kinder leiden selbstverständlich unter dieser Situation und erwarten dann von uns in der Schule das Mehr, was sie zu Hause nicht mehr kriegen. Und dieses Mehr bedient halt ein Mensch für 24, 18, 32 Kinder nicht. Und das, glaube ich, ist der Punkt, dass unsere Gesellschaft sich so verändert hat, dass du auch so in der Konkurrenz lebst, dass du das spürst, du gehörst nicht zu den Gewinnern hier. Und das macht Kinder dann oft schon auch kaputt. Ja. Und da glaube ich, ja, es stimmt, es sind die Elternhäuser, aber ich will keinesfalls so verstanden werden, dass wir Eltern jetzt jammern, dass diese Eltern das nicht schaffen, sondern müssen wir schon zusammenrutschen und sagen, ja, wenn die Situation so ist, wer hilft denn jetzt dem Kind? Also mich macht das wirklich betroffen, wie du das darstellst, war mir auch nicht
in dieser ja, so bewusst. Also insofern danke für die Darstellung. Es macht mich echt betroffen. Es ist ich finde, eine gesellschaftliche Mammutaufgabe, dass wir aus diesem ja, fast schon Teufelskreis, empfinde ich das, rauskommen und natürlich auch dafür sorgen sollten, dass Eltern, dass Familien sozusagen auch wieder ein Raum sein können, wo man so aufwächst, dass man in die Schule gehen kann und dort mit Selbstbewusstsein seinen Lebensweg, Klar. also diese Chancengerechtigkeit irgendwann wirklich ja, jetzt gebaut wird. Da ist die frühkindliche Bildung, das fand ich jetzt sehr spannend, als Sie das sagten, letztendlich der Hebel. Also der Hebel ist in der Krippe, im Kindergarten zu gucken, was brauchen diese Kinder. Und ich sage ein gefährliches Beispiel, als Schulleiterin von Grund- und Mittelschule, die ich war, haben wir eingeschult. Und das ist jetzt ziemlich gefährlich, aber ich darf mir trotzdem sagen, wir wussten in der ersten Woche, ob wir diesem Kind gerecht werden auf die lange Strecke oder nicht. Wir wussten, was der bräuchte. Und dann haben wir oft gemerkt, ja, wir versuchen alles. Und da ging es oftmals dann so, dass die Eltern sagen, nein, jetzt ist mein Kind endlich in der Schule, alles ist wunderbar, nein. Übrigens reden wir ein bisschen auch noch am Thema vorbei, es sind nicht immer nur die ärmsten Kinder, sondern oftmals haben wir auch Kinder, die sozusagen in einem Elternhaus aufwachsen, wo Big Business, ja, er chattet gerade nach Paris und die Mutter ist gerade im Kostüm unterwegs mit der Gucci-Tasche zum nächsten Meeting. Entschuldigung, dass ich das jetzt so plakativ sage. Die Kinder werden mit Geld rückgestellt. Genau. Und die Nanny ist natürlich da und selbstverständlich ist das Pferd da. Und natürlich kannst du zum Eishockey oder so, was noch schicker ist, weiß ich jetzt gar nicht, gehen. Und was ist eigentlich der Wert von dir? Was bist denn du eigentlich als Mädel wert? Was kannst denn du toll? Aber die machen alles. Die sprechen diese 4 Sprachen und hatten mich dann diese Eltern gefragt, entschuldigen Sie mal, ist ja lächerlich hier. Warum bieten Sie hier denn nicht bilingual im Ganztag an? Ja gut, dann haben wir halt bilingual im Ganztag an, haben Natives angestellt. Aber das war wichtiger, als dass das Kind den Stift halten konnte. Es kommt ja nicht darauf an, ob Sie den Stift halten können, wir sind in der digitalen Welt. Stellen Sie sich nicht so an. Also wir haben schon auch noch da ein Thema, ja, dass wir nicht nur bei denen, die uns jetzt arg sind, weil sie arm sind, die sind oft sehr dankbar. Noch ein Beispiel, wenn ich sagen darf, wenn du sagst, das berührt dich. Die größten Sargnägel von mir, man darf Kinder manchmal so bezeichnen. Da fährst du nach Hause und denkst dir, mein Gott, wenn ich nur morgen woanders hinfahren könnte, es kann nicht wahr sein mit dem. Also so richtige Rotlefe, sagen wir in Bayern, die schreiben mir jetzt auf den sozialen Netzwerken. Frau Fleischmann, ich habe schon das 2. Kind. Sie glauben gar nicht, was ich für einen Beruf gelernt habe. Da geht dir natürlich das Herz auf als Lehrerin, weil du denen, ich war in der Heimschule in Feldkirchen als Lehrerin und die Kinder waren im Heim in Feldkirchen, denen hast du natürlich das gegeben und geben können. Also insofern ist es nicht so saukritisch, sondern wir können schon dann was geben und aus denen wird was. Und wenn mich die dann einladen, kommen Sie vorbei, ich habe jetzt einen Obstladen. Ich schenke Ihnen dann auch was. Also nach dem Motto, da kriegst du dann auch was zurück. Also da muss man vielleicht auch mal sagen, ein ganz großes Dankeschön an euch, dass ihr euch um solche Themen macht. Ja. Also das ist ja mehr als wie Klar. Wissensvermittlung. Absolut. Ihr kümmert euch stark um die Menschen. Klar. Das darf man auch nie vergessen, bei all dem, was wir immer liebevoll schimpfen vielleicht. Oder? Ich weiß noch, in der 3. Klasse, wir hatten ja auch Lehrermangel bei uns damals. Und als ich in der 3. Klasse war kurz vorher mein Vater gestorben. Es war für mich natürlich eine schwierige Zeit. Und ich hatte einen neuen Lehrer, den haben die wieder reaktiviert. Der war also schon pensioniert eigentlich und es war so richtig euer borniger Lehrer. Also so. Und ich hatte vor dem einen riesen Schiss. Ja. Also ich wollte nicht mehr in die Schule gehen. Ja. Und dann ist meine Mutter mit mir zu dem Lehrer. Ihr glaubt es nicht, wir haben geredet. Danach war es nicht dieses Lehrer. Das war wirklich so. Ich habe den verstanden, der hat mich verstanden. Ja. Und dann ging das. Ja, klar. Und ich glaube, dass der sich diese Zeit genommen hat. Ja. Das ist der Faktor, den du sagst. Das rührt einen ja dann auch. Schau mal, ich lebe ja von sowas. Ich komme dann nach Hause und sage, schau, ich habe mir geschrieben auf Facebook wie ein kleines Kind. Weil mich das freut, dass du die Beziehung, was du gegeben hast, zurückkriegst. Wir waren neulich auf einem Fest und dann kommt eine Schülerin, eine ehemalige, auf mich zu, umarmt mich vor allen Menschen, mit denen wir da Landesvorstand hatten. Die haben gesagt, was ist denn das? Das war eine ehemalige Schülerin, die hat die Hebammenausbildung abgeschlossen. Die sieht mich und an dem Tag, wo sie dieses Zeugnis kriegt, das war sie. Und dann, ja, das ist doch Wahnsinn, oder? Also es ist ein wunderbarer Beruf und jetzt sind wir aber am Punkt. Was ist denn die Lösung? Die Lösung ist, wir brauchen die Zeit für diese Kinder. Und das muss sich Bayern leisten können, wenn wir schon tippitoppi sind und wenn wir schon hier haben und wenn wir alles finanzieren können. Manchmal habe ich im Landtag den Eindruck, wir haben so viel Geld wie noch nie gehabt. Jetzt zieht man die Bremse an und sagt, jetzt geht es nicht weiter. Aber wir haben ja Wahnsinn. Dann müssen wir doch verstehen, dass diese Bildung das Zentralste ist, was es ist. Und jeder 3. Euro steckt in der Bildung in Bayern. Großes Lob. Die Frage ist nur, wo?
wo steckt jeder dritte Bildung? Jeder dritte in Ihrem Projekt leider nicht, in der frühkindlichen Bildung nicht. So, noch gedacht, jetzt hat Roswitha Wissoyer hat das ja gemacht. Die ist ja Kinderphilosophie. Ja, genau. Ja, die hat immer auch gesagt, die kennen da nicht so aus. Die sagt, man lässt die beste Phase lässt man, weil die Kinder stellen einfach Fragen, die danach, also wenn mal einer so am Bildungsweg drin ist, dann ist er irgendwo auch begrenzt. Also alle großen Mathematiker haben alle ihre Leistungen gemacht vor ihrem 30. Lebensjahr. Ist so, es gibt keine große mathematische Leistung, die nach dem 30. Lebensjahr gemacht worden ist. Das ist so, je jünger der Verstand ist, desto unkonventioneller denkt er einfach. Also auch der Einstein und so ist alles. Ich will jetzt hier schon mal keiner hören. Doch, sind ja alle das ist aber so. Das ist aber so, weil alles, was mich auch im Bundestagswahlkampf jetzt gekümmert hat, ich meine, wir geben das vom Bundeshaushalt zum Beispiel im Jahr über 100 Milliarden, geben wir jetzt in die Rentenkasse rein. Ja. Wir diskutieren aber über einen Bildungspakt, diese 15 Milliarden verteilt über 5 Jahre, das sind lächerliche 3 Milliarden vom Bund an die Kinder und die Alten kriegen 100. Und dass da nicht irgendeiner mal aufsteht, auch die angebliche Partei der Jugend, die die Grünen ja sein wollen, dass man nicht einmal sagt, Leute, passt mal auf, das ist doch diese Chancenungleichverteilung, dass immer mehr sozusagen reinverteilt wird. Klar, wir kriegen jetzt das demografische Problem, es kommen da die ganzen Pensionen noch dazu, aber dass man das nicht zum Thema gemacht hat. Diese 100, jetzt bald 120 Milliarden, die wir aus dem laufenden Haushalt zahlen, wir das rein. Das ist das Dreifache des Verteidigungshaushalts. Und da redet kein Mensch drüber. Aber jetzt wissen wir es. Ja, nein, das ist aber so. Nein, das ist aber so. Du hast ja gesagt, in Bayern jede dritte Euro Bildungswesen rein. Wir wissen aber nicht, an welche Stellen. Oder wir wissen es schon. Ist, oder ja, aber falsch. Es gibt halt viele Falschmittel. Ja. Wie kriegen wir denn da eine Schwungmasse? Oder vielleicht sagen wir erstmal, wo sind es denn falsch? Wo geht es denn falsch hin? Sie sind oben und in der Nachsorge und nicht unten und in der Prävention. Was heißt oben? Oben heißt sozusagen, der gymnasiale Schüler ist deutlich teurer wie der Mittelschüler. Das muss ich jetzt einfach mal hier so sagen. Und die Nachsorge im Sinne von Jugendhilfe, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist sauteuer. Ist gut so, dass wir die haben, aber ist also in Relation sehr teuer. Und die Erzieherin verdient das wenigste, die Grundschullehrerin verdient deutlich weniger wie der Realschullehrer und der Gymnasiallehrer. Das heißt, wir müssten die Bildungsfinanzierung vom Kopf auf die Füße stellen und uns klar machen, alles das, was wir diesem einzuschulenden Kind jetzt geben, das deckt sich super mit dem, das nehme ich gleich mit, was Sie sagten, unter 30. Ja, wenn ich da hineinstecke und da die Talente entdecke und nicht sage, Jesus, jetzt macht der nächstes Jahr einen Abschluss, was kannten wir eigentlich werden? Also so diese Frage, da ist es zu spät. Wir müssen ganz klar erkennen, dass die Besten in die frühkindliche Bildung müssen. Die größte Investition rentiert sich auf lange Strecke ganz früh. Das leuchtet eigentlich jedem ein. Aber wir tun es halt einfach nicht. Ja. Ist dann eigentlich die Gesamtschule besser oder so differenziert? Diesen Seiten oder differenziertes Schulmodell. Es hat ja Vor- und Nachteile, wahrscheinlich beides. Aber wir kommen zusammen. Nein, ich bin kein Bildungspolitiker. Meine Schwester war Kultusministerin, aber ich habe nie mit ihr über sowas diskutiert. Ich schon. Nein, ich habe mit der Schwester zu diskutieren, ist auch nicht einfach, das weiß ich. Das glaube ich. Nein, mein Vater schätzt sie. Aber ich habe als Bruder bin ich nie hingegangen und habe versucht, ihr zu sagen, das ist so, das ist so, das ist so. Nein, aber jetzt kurz zu diesem Thema. Was ist die Schulstruktur die beste? Ich könnte da sehr versöhnlich antworten. Es geht letztendlich nicht um die Strukturdiskussion, sondern es geht um die, wo wir gerade waren. Wo steckst du welchen Euro rein? Es geht um die Professionalisierung der Lehrer, es geht um die Professionalisierung der Menschen, die mit den Kindern arbeiten. Ob ich jetzt arbeite in einem viergliedrigen, das würde ich gerne hier mal sagen, also wir haben die Förderzentren, wir haben die Mittelschulen, die Realschulen und die Gymnasien. Es sind viergliedrig. Man sagt immer, wir sind dreigliedrig, wir sind viergliedrig. Wir dürfen diese anderen Kinder nicht vergessen, die in Förderzentren ihren Weg gehen. Und diese Viergliedrigkeit würde man jetzt alle in eine Schule stecken, also sowas wie Gemeinschaftsschule machen oder Gesamtschule, dann wird nichts besser. Es wird nichts besser, wenn du die Heterogenität erhöhst, also umso breiter die Bedürfnisse, umso individueller musst du fördern. Also wir könnten so eine Strukturänderung andenken, jetzt nicht unbedingt mit einzelnen Parteien, mit manch anderen eher wie mit manch anderen. Und es ist aber auch nicht unbedingt notwendig. Ich hole mir keine blutige Nase mehr in jedem bildungspolitischen Dialog und will Sie jetzt überzeugen, dass die Gemeinschaftsschule das Beste ist. Das ist überhaupt nicht meine Überzeugung mehr. Die Überzeugung ist, wir müssen die Bildungsfinanzierung anschauen. Wie viel wird pro Kopf bei welchem Kind ausgegeben? Und das ist der Weg. Weil wenn ich alle in einer Schulart habe, kann ich ja in Gottes Namen jetzt nicht alle, machen wir es mal ganz krass, dem
Momentan sind ja die Jungs mit Migrationshintergrund Benachteiligten. Früher war das Mädchen am Land. Jetzt haben wir das eindeutig als Bildungsbenachteiligung. Ich kann also nicht dieses Kind mit einer hochbegabten, viersprachig erzogenen, in Grünwald aufwachsenden Prinzessin vergleichen, die dann vielleicht Ann-Sophie hat. Also und der Muhammad und die Ann-Sophie hocken jetzt in einer 7. Klasse. Ja, wie werde ich denn denen gerecht? Indem ich differenziere und fördere. Und dann bin ich wieder bei dem Verteilen der Kinder. Also es geht immer um den Schlüssel, wie viel Kohle, wie viel Zeit, wie viel Professionalität ist im Einfluss. Ich frage mich gerade, wie oft du einen Shitstorm abkriegst, weil mit dem Engagement und deiner sehr für mich bezaubernden und großartigen Offenheit, aber ich kann mir vorstellen, dass du bei dem einen oder anderen, wir hatten gerade vorhin das Thema, heißt es immer noch Bayerischer Lehrerinnen- und Lehrerverband oder heißt es mittlerweile Lehrerinnenverband? Das heißt ja noch schlimmer. Ja, das heißt ja, du sagst es ja falsch, warte. Also, es heißt ja, falsch. Also ich bin die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes. Ja, was soll ich sagen? Also, du sagst und alle Journalisten sagen Bayerischer Lehrerinnen- und Lehrerverband. Wir haben eine 160-jährige Geschichte und gestern habe ich erst unseren 90-jährigen Förderer geehrt. Da durften ja die Frauen noch gar nicht Lehrerin sein, wenn nicht der Mann gesagt hat, du darfst Lehrerin sein. Und da wurden auch diese Geschlechter noch gar nicht aufgenommen in den Lehrerstand. Also es ist noch gar nicht so lang her übrigens. Also das heißt, diese Entwicklung haben wir. Und wenn du jetzt fragst, ob ich das irgendwie drehen will oder ob das irgendwas bedeutet, da sage ich dir jetzt ganz ehrlich, wir stehen da über den Dingen. Die ganzen Journalisten drehen es immer um, so wie du es gesagt hast. Also faktisch haben wir es schon so. Ich glaube, dass das weniger eine Rolle spielt, als dass wir viele Frauen in Führungspositionen sind. Jetzt steht da eine vorne dran. Das führt natürlich dazu, dass sich viele Bezirke, viele Gremien auch sehr weiblich aufstellen. Wir haben 80% Lehrerinnen an der Grundschule. Also sollte das schon mal so sein, dass da Frauen vorne dran stehen. Aber wie oft wirst du tatsächlich persönlich auch mal angefeindet aufgrund, du sprichst eine klare Sprache, also erfrischend klar, ich finde es großartig. Aber ich weiß natürlich in der politischen Diskussion, gerade wenn man so diese schon erwähnten liberalen, angeblich liberalen Linken, die Lifestyle-Linken sozusagen anspricht, die ja, glaube ich, bei dir, da kriegen die doch, da werden die doch wahnsinnig. Pickel, sage ich immer, da kriegt man Pickel. Aber die kriegen Pickel, die kommen doch mit dir nicht klar, die werden sagen, Wahnsinn. Ich weiß nicht, also ich habe erlebt, und das ist auch das Feedback aus dem Verband, je klarer und je transparenter und je offener du kommunizierst, desto eher kannst du auch Kritisches diskutieren. Also wenn du jetzt von Shitstorm sprichst, freilich gibt es Menschen, die sagen, die ist voll daneben, also vergiss es halt. Ja gut, dann kann ich jetzt den auch nicht retten, das ist halt dann so. Ich erlebe es jetzt im digitalen Raum oder im sozialen Netzwerken jetzt eigentlich nicht. Also ich habe jetzt nicht da Angriffe, wo ich sage, das halte ich nicht durch. Im Dialog erlebe ich es eher cool, wenn man so offen reden kann. Ich habe vorher jetzt auch gerade noch sagen wollen, ihre Schwester, das weiß ich noch sehr, sehr gut, da waren diametral andere Ansichten. Und man konnte das richtig gut diskutieren. Du hast mich vorher gefragt, Söder, Ministerpräsident Söder, der will das. Der will ja zum Beispiel eher das. Der findet es auch cool, wenn ich sage, also das ist völlig falsch, was Sie jetzt sagen. Und dann ist es eine engagierte Diskussion und das erlebe ich eigentlich so, dass das eher gewinnbringend ist. Und die Menschen, die jetzt mit Kritik nicht umgehen können, die wollen sich auch nicht weiterentwickeln. Ich meine, da kann ich auch nicht dran werden. Ich glaube, das ist aber sowieso die Kunst, Tacheles sein. Ne? Ja, nicht drum herum schlagen, nein. sondern einfach mal wirklich mal raushauen, was wert ist. Auch wenn man dann vielleicht mal ein Fettnäpfchen mitkriegt. Muss man mal durch, oder? Also, ja, also ich fühle mich jetzt nicht irgendwie an den Rand gedrängt. Ist es eigentlich auch ein Schulthema, möglicherweise, Diskurs sozusagen zu lernen und auch mitzunehmen? Wird das zu wenig? Man erlebt ja oftmals, also über diese politischen Diskussionen, die sind ja mittlerweile furchtbar, da wird nicht mehr diskutiert, da werden nur noch Positionen ausgetauscht, ohne dass man ernsthaft versucht, den anderen von was zu überzeugen, was er eigentlich dazugehören würde. Ja. Also wir haben in der Schule dieses Thema der Demokratiepädagogik. Heute Abend bin ich in der langen Nacht der Demokratie. Wir fahren Karussell. Wo ist das Karussell? Das Riesenrad am Ostbahnhof draußen. Ja. Und da gehen wir zum Beispiel als Menschen, die jetzt in der gesellschaftlichen Mitte zu Hause sind, in den Dialog mit anderen und leben sozusagen demokratische Prozesse. In diesen Gondeln steigen immer wieder andere Leute ein und man diskutiert unterschiedliche Themen. Tolles Konzept. Genau. Und das ist in der Schule aber auch zu Hause.
Also jetzt kommen wir aber wieder dahin, wenn es darum geht, dass ich jetzt aufholen soll und viele Eltern die Erwartung hatten, dass wir bis Weihnachten da sind, wo wir sonst immer Weihnachten waren. Seite 87, also meine Tochter war da immer schon auf Seite 90 in den Jahren zuvor. Sie sind immer noch auf Seite 40 irgendwie. Wo ist denn hier die Welt? Geht es denn noch? Das heißt, wenn wir das immer noch diskutieren, dann kommen wir da nicht dazu, weil dann könntest du nämlich wunderbar philosophieren. Das ist das, was Frau Wiesel macht, gell? Ja, Mit Kindern philosophieren oder überhaupt philosophieren in der Gesellschaft. Und das wollen Kinder. Wenn du in der Früh mit einem Zeitungsartikel anfängst, also Kinder, die Maske fällt heute. Ja, wie? Also am Freitag dürften wir nicht Völkerball spielen, weil sie sagten, das ist zu gefährlich, da hatten wir noch die Maske an. Da haben wir Bodenturnen gemacht. Heute ist Montag und jetzt machen wir hier Vollgas Völkerball. Geht das jetzt? Ist das jetzt erlaubt, Frau Fleischmann? Ist das jetzt auf einmal virologisch astral? Ich habe da am Wochenende einen Virologen gesehen im Fernsehen oder auf YouTube oder sonst wo, der hat da gesagt, das geht ja gar nicht. So, und jetzt müsstest du sagen, pass auf. Also ich stehe für Pythagoras, ich liebe den Pythagoras, wir packen den Pythagoras weg und jetzt diskutieren wir darüber, was ist denn in der Politik passiert? Warum entscheiden die jetzt so? Warum sagte Herr Söder am Dienstag, die Maske fällt am Montag? Dann hat man im Parlament nachgesteuert. Was wäre denn jetzt gewesen, wenn einer dagegen gewesen wäre? Gab es welche, die dagegen waren? Sie könntest jetzt alles reinholen und genau diskutieren, was das Leben ausmacht. Ja, nein. Deswegen argumentiere ich ja da hinten. Und jetzt gibt es den Lehrer, der sagt, pass auf, mir ist das jetzt wurscht mit der Seite 97. Das ist jetzt Thema. Und ich glaube, das sind die Lehrer der Zukunft und die mutigen, aber dann komme ich natürlich mit deinen Standards mit so wieder nicht hin, ja? Also dann schaffe ich das halt nicht. Ja gut, wenn natürlich, also ich glaube schon, wenn du tatsächlich das Thema Wissen rausnimmst und Fähigkeiten im Vordergrund stellst, also wenn du sozusagen vermutlich den Lehrplan so entschlackst, dass du sagst, okay, viele Dinge, die man wissen muss, im Sinne von gemerkt haben musst, wenn du die rauslässt und sagst, ja, die kannst du nachschauen, wenn du es brauchst. Aber ich bringe dir nur bei, wo du es nachschaust, sozusagen. Ja, also aber so weit sind wir noch nicht. Also die Diskussion ist noch nicht so weit. Ja. Franz, wie ist es, wenn du mit deinem Netzwerk sozusagen auch unterwegs mit Unternehmern oder mit wem du auch immer sprichst? Ist Schule da immer wieder mal auch ein Thema? Weil Fachkräftemangel haben wir ja. Und wo wollen wir denn Fachkräfte herbekommen? Wenn nicht sogar aus unseren eigenen Reihen, oder? Das wäre eigentlich gescheiter, wenn wir uns frühzeitig, wie alle Unternehmen sozusagen, auch stärker bei den Schulthemen beschäftigen. Ist das tatsächlich ein Thema oder geht es? Nee, ich krieg's halt insofern mit, als wenn man mit Leuten redet, die Leute einstellen, worauf die Wert legen. Es gibt, der eine sagt, ich will einfach die Abschlussnote haben, Anwaltskanzleien, der muss einfach diese Punktzahl und Staatsexamen muss der haben. Andere, die eher sozusagen im Vertriebsbereich tätig sind, sagen, ich möchte auch die Schulnoten sehen, ich möchte sehen, hat er schon mal Schulsprecher, hat er schon mal Klassensprecher, hat er schon mal irgendwas, steht da im Zeugnis was drin, was er einen Sonderkurs Philosophie belegt hat oder irgendwas anderes gemacht hat, als nur Mainstream zu sein. Und wenn man am angelsächsischen Bereich geht, dann ist es extrem wertvoll. Also meine Nichte, die Michaela, war ja 3-fache Weltmeisterin mit ihrer Mannschaft im Voltigieren. Und die hätte dann in Amerika nahezu in jede Universität gehen können. Nur deswegen. Die hätte gute Noten gehabt, sehr gute Noten. Aber das war nicht ausschlaggebend. Bei den Amerikanern ist sowas noch extra können. Ist bei denen, also dass man von mir aus irgendwas im Sozialen gemacht hat. Man muss unbedingt, wenn man sich da bewirbt, bei denen 2, 3 Zeugnisse dabei haben, dass man sozial, sportlich und sonst tätig war. Also geht nicht nur um die Note, um die Schulnote, aber eben diejenigen, die ich kenne, sagen, ich schaue mir alles an und nicht nur dieses eine. Aber bei Ausnahme Anwaltskanzlei. Die sind eben, die wollen ihren Spitzenjuristen mit dem Examen und Staatsnote und das wollen die haben. In anderen Bereichen habe ich so nicht erlebt, bei Examen. Da zählt dann schon alles. Was ist deine Forderung auch Richtung Wirtschaft? Oder gibt es überhaupt eine Forderung? Sagt jetzt die Schule Menschen, wir bräuchten mehr Unterstützung aus der Wirtschaft? Oder? Es gibt super Netzwerke, also wir sind da eng beieinander. Es gibt vor allem dezentrale Netzwerke, dass du mit der Schule vor Ort schaust, wer ist denn der umliegende Unternehmer, wer hat hier eine Firma, wer will mit uns auch mal nachdenken über, wie soll denn unsere Bildung sein. Es gibt ja auch total interessante Netzwerke vor Ort, wo dann eine Firma sagt, hey, ich will mal wissen, was heißt mir 4 in Mathe eigentlich? Ich schnalle es ja gar nicht, ausreichend. Ich verstehe schon ausreichend. Und was kann der jetzt? Also es gibt dezentrale Netzwerke, es gibt Top-Netzwerke, Schule Wirtschaft auf Länderebene, auf Bundesebene, wo man sich genau über diesen Dialog verständigt. Und das ist verdammt wertvoll, weil, ich sage es nochmal an meinem Beispiel, peinlich, also in die Grundschule gegangen in Pöhring, ins Gymnasium in Vaterstetten, in die Universität in München und dann wieder in die Schule nach Feldkirchen. Also ich kenne ja nichts anderes.
Ich kenne ja praktisch keinen anderen Kosmos als diese Schule. Jetzt hatte ich noch so einen Vater, der auch aus dem Schulwesen war. Gott sei Dank war die Mutter Geschäftsführerin bei Wörl. Die hat immer gesagt, könnt ihr mal aufhören mit dem Wahnsinn, den ihr da dauernd diskutiert. Wisst ihr eigentlich, wie es in der Welt da draußen ist? Mein Vater kannte die auch nicht. Das ist jetzt sehr persönlich formuliert. Aber das ist, glaube ich, auch ein Knackpunkt, dass wir zum Beispiel in der Lehrerbildung jetzt sagen, hey, so ein Lehrer muss mal raus. Oder dass wir Praktika machen in Firmen auch als Lehrer. Ich habe, was weiß ich, wie viele Jahrgänge Bewerbungen geschrieben. Ich habe hier Bewerbung machen müssen. Wir haben jetzt 50 Mitarbeiter beim BLFA-Bewerbungsgespräch. Ich habe das erste Mal gelernt. Ich habe das ja nicht gemacht. Aber den Kindern beigebracht. Also wir haben schon da eher wir ein Bedürfnis. Wir erleben die Wirtschaft sehr aufgeschlossen, was den Dialog mit uns angeht. Im Bewerbungsgespräch haben die immer geholfen, kamen, gell, und haben mit den Kindern so Assessment Center gemacht an der Schule. Unsere Kinder hatten solche Augen, wenn da einer von Audi oder von BMW kam. Also das ist ein gutes Miteinander. Ja, gearbeitet von unserer Stiftung aus zusammen mit einem Münchner großen Unternehmen, Heizung- und Sanitärbereich. Ja. Und da haben wir eben auch immer wieder so welche, die sagen wir, sich mit der Sprache nur schwer getan haben, Migrationshintergrund, Ja. und dann klappt es mit dem Abi nicht so. Und dann habe ich zum Beispiel jetzt neulich haben wir einen Fall gehabt, dem hingeschickt. Da habe ich gesagt, wo tun Sie jetzt den hin? Ja, sagt er, Kanalabteilung. Sage ich, was können wir machen? Kanalabteilung. Doch, sagt er, wir haben das Wissen mit. Das Wichtigste in München sind die alten Kanäle, die werden mit Kameras befahren. Also der sitzt da nicht, also der ist nicht mit der Schaufel, So. sondern der schickt seine Kamera da unten durch und der schaut, wo die Rohre gebrochen sind, wo die Häuser und sowas. Das sind bei uns in der Firma, sagt die Bestbezahlten mittlerweile. Der verdient mehr als der Schlosser, der Heizungsbauer oben, ist der unten mit seiner Kamera. Und wenn der Interesse am Computer und sowas hat, dann soll er sich da mal hinsetzen mit seinem Joystick, und der ist bei der Firma geblieben. Der hat die Ausbildung gemacht und das geht jetzt. Also das Handwerk schreit natürlich schon auch, dass sie sagen, diese Überakademisierung in Anführungszeichen führt dazu, dass wir gute Leute gar nicht mehr kriegen. Obwohl, wenn sie dann mal sehen, was wir machen, was wir auch verdienen, dass da das wirklich interessanter ist, weil der Sachbearbeiterjob irgendwo bei einer Versicherung oder sowas. Also das Handwerk wird immer ein bisschen schlecht von oben her so betrachtet. Das ist ein bisschen schade, dass die akademische Welt, gerade die urbane Welt, da ein bisschen von oben runter hinschaut. Ich glaube, da müsste schon ein bisschen mehr passieren, weil die alle, also dieselbe Firma sagt, wir können sofort 30, 40 Leute einstellen, wir kriegen sie nicht. Die alten Meister hören auf und unten kommt viel zu wenig nach. Also bei Helmut Kohl gab es noch die Lehrstellenversprechen der Wirtschaft. Genau. Und heute, die sind ja froh, wenn sie jemanden kriegen. Ja. Da muss man schon sehen, ob man dann auch ein bisschen in die falsche Richtung geht. Das alles nur noch Richtung Digitalisierung. Genau. Aber dann braucht es mehr so Menschen wie Sie, wenn ich das jetzt mal sagen darf, wenn du mich fragst, was wir von der Wirtschaft bräuchten, dann braucht es Menschen, die solche Narrative erzählen. Ja. Also weil das trägt man ja auch in den Elternabend hinein, wo die Mutter sagt, ach, jetzt stell dir die 3 Schularten nach der Grundschule vor. Wenn du da die Mittelschule als letztes vorstellst, ist der Raum leer. Ja. Also Sie verstehen, was ich meine? Also ich musste immer erst die Mittelschule vorstellen, dann die Realschule und am Schluss das Gymnasium, weil sonst hätte ich keinen mehr da gehabt am Schluss. Und wenn es solche Menschen gibt wie Sie, die sozusagen auch einen Namen haben, die ein Standing haben und die sowas erzählen, dann lässt sich Schule von morgen viel leichter ändern. Also wenn wir immer erzählen, ist schon, also wenn man in die Mittelschule geht, hat man auch im Leben Chancen. Ja, ich war da nicht. Ich war am Gymnasium, ich bin Lehrerin, ich kann das nicht erzählen. Also da brauchen wir, das finde ich jetzt sehr spannend. Machen da nicht aber auch vielleicht Schulen manchmal was falsch? Wir machen nie was falsch. Wenn Schulen dann irgendwie mal sich aus meiner Schule 87% gehen ins Gymnasium. Also wenn ich dieses Über mache, ne? Ja, ich weiß. Ist doch dann auch der falsche. Ja, dann musst du reden drüber, wann ist eine Schule viel wert. Und jetzt sind wir sozusagen am Kern. Wann ist denn Bildung viel wert? Das, was Sie jetzt sagten, rückt es ja völlig zurecht. Was wir vorher geredet haben, ist der Abschluss nur was wert oder ist der Mensch was wert? Das müssten wir diskutieren. Entschuldigung, da muss ich jetzt ganz kurz mal den Herrn Ministerpräsidenten noch mal zitieren, der in seiner Regierungserklärung am Schuljahresende sagte, ich kann Sie beruhigen. Das Schuljahr ist wunderbar gelaufen. Die Abiture sind so gut wie nie ausgefallen. Entschuldigung, also wenn ich ihn da hätte treffen können, was ich ihn sonst treffe, wenn der Landtag wieder offen ist, weil ich gehe da immer hin, wenn er eine Regierungserklärung hält. Und dann weiß ich schon, wie er immer unten rausgeht und dann kann ich ihn abpassen. Und dann, wenn ich die Chance gehabt hätte, ich gesagt, Herr Ministerpräsident, warum haben Sie das gesagt? Warum sagen Sie nicht auch, dass wir Mittelschüler haben und dass es Realschüler gibt und dass es andere Abschlüsse gibt? Warum sagen Sie Ihrer Gesellschaft, das war wunderbar Corona, weil das Abitur so super ausgefallen ist? Warum denn? Also verstehen Sie, was ich meine? Ja, so ein Satz, wie Sie jetzt sagen, das braucht die Welt. Dann dreht sich was. Dann brauche ich auch als Schulleiterin nicht stolz sein, wie viele ich jetzt vermittelt habe ins Gymnasium. Dann kann ich sagen, hey, super. Bei mir gehen 1/3 in die Realschule, 1/3 in die Mittelschule, 1/3 ins Gymnasium. Unsere Kinder machen ihren Weg.
Aber nicht, wenn der Herr Ministerpräsident nur vom Abitur redet. Kann man auch sagen, ich habe meinem Sohn, der hat leider zu viel Gene von mir, ja, was den Fleiß in der Schule anbelangt. Und deswegen war es ein klassisches Gymnasium für ihn nichts. Aber der hat dann halt der hat es halt dann nach der Realschule hat er dann halt dann die Berufsoberschule, er hat dann auch sein Abitur gemacht und studiert jetzt alles. Das funktioniert noch, kann er ein bisschen runter vom Gas gehen. Ja, aber warum sind wir uns denn so einig und warum ist es draußen nicht so? Das frage ich mich auch. Mein Papa, mein ehemaliger Ministerialer von ihm, hat mich angesprochen, der hat gesagt, Regierungslehrung vorbereitet und da ging es eben auch um Abitur und so. Da hat er sich den entsprechenden, der diese Rede geschrieben hat, also kommen lassen, hat er gesagt, passen Sie mal auf, der Mensch beginnt nicht erst beim Abiturienten. Genau das. Das ist es, ja. Ja, das braucht man. Ja, das ist das, was natürlich ja in aber der Kultuswelt natürlich auch nicht so. Ja, also man muss reden. Ja, aber das Simon ist erzählen. Jetzt meine Frage. Du sagtest, die Wirtschaft ist sehr offen. Ja. Die Frage ist nur umgekehrt, wie offen sind denn die Lehrerinnen und Lehrer an der Stelle? Wie gehen die auf die Wirtschaft zu? Weil da braucht es ja eine gegenseitige Offenheit. Du musst ja auch mal eingeladen werden an die Schule. Ja. Also ich habe auch schon mal angeboten, ich komme mal und erzähle mal, wie funktioniert eigentlich Politik. Ja. Und zwar nicht im Sinne von 599 Abgeordneten im Bundestag und das ist der Bundesrat und das ist der Bundestag. Ja. Theoretisch 599. Aber ich glaube 599 die Sollzahl, wenn ich oder 598. Ist ja wurscht. Also jetzt nicht nur nichts Zahlen, Daten, Fakten, sondern wie funktioniert das wirklich? Aber da wirst du nicht eingeladen, weil das wird irgendwie. Und ich glaube, das ist auch das Thema, man müsste vielleicht müsste es einen Ministerialbrief oder wie heißt das geben? Kultusministerielles Schreiben, Abkürzung KMS. Einen KMS geben, sehr schön, wo man die Schulen auffordert und sagt, es geht halt mal auf die Wirtschaft zu, redet mit denen und ladet das ein. Okay. Es liegt nicht daran, dass es die Verwaltung nicht erkannt hat, dass wir das nicht wollen, sondern, ich muss es jetzt wieder sagen, aber ihr könnt dann sagen, es ist wieder eine Ausrede, das kostet Zeit und du brauchst den Fokus auf das Thema. Und ich behaupte, es gibt ganz viele Gymnasiallehrer, ganz viele Realschullehrer und Mittelschullehrer, die haben den Fokus. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, dass wir die Seite 97 jetzt schon noch schaffen. Okay. Und das ist immer, und da könnt ihr jetzt sagen, ja, hey, warum sagen die das dauernd? Ich sage das nicht. Also Frage der Priorität sozusagen auf gut Deutsch. Und der Freiheit, die du dir auch nimmst und sagst, hey, ich bin eine tolle Lehrerin, machen wir halblang, ihr Kind lernt hier lesen, rechnen und schreiben, ich gebe Ihnen Brief und Siegel, ich habe schon 10 Jahrgänge durchgebracht. Lassen Sie mir meine Kompetenz, lassen Sie mir meine Freiheit, ich mache es richtig. Und welcher Lehrer stellt sich so hin? Da, wo ich unterrichtet habe, hätten dann Schulleitung kommen dann die Eltern und sagen, entschuldigen Sie mal, also was Ihre Lehrer, wie die hier auftritt. Können Sie die mal ein bisschen in den Senkel stellen hier? Ja, gut, was soll ich da sagen? Soll ich sagen, ein bisschen ruhig Mauserl. Und die Lehrerin, die ja Mauserl ist und nicht so hinsteht, das ist jetzt, was ist das für ein? Also das ist schon so, dass wir permanent, wie jeder hier, also der Ober da draußen, dem schauen wir dann auch an, ob er das jetzt schön gemacht hat. Und bei dem einen sagen wir so, das ist ein cooler Hund, der hat das super gemacht, hat mich halt wohlgefühlt beim Essen. Und beim anderen rümpft man die Nase, das gibt's. Aber ich gehe dann auch nicht zum Chef und sage, können Sie mal den abstellen hier? Können Sie mal da einen anderen Ober mir schicken? Gut, wenn es krass ist vielleicht, aber also ich glaube, wir haben schon damit zu tun, wie anerkannt ist dieser Beruf und wie sehr trauen wir uns auch hinstehen. Und ich verrate nichts Neues. Wir werden auf unserer nächsten großen Versammlung im BLLV auf der großen Überschrift das Thema Mut platzieren. Das finde ich natürlich großartig. Wo haben wir denn diesen Respekt vor den Lehrern verloren? Ich glaube, wir sind alle noch in einer Generation aufgewachsen, hattest du vor dem Lehrer eigentlich schon Respekt. Also schöner also Hans-Georg Strauß nicht. Nein, du hast doch genau gewusst. Du hast doch gut gewusst, da was geht und du hast Angst gehabt. So war es doch früher. Wir haben früher einen Lehrer drin gehabt, der hat immer, wenn irgendeiner geredet hat, ist er immer hingegangen zu dem und hat immer 13 mal 14, 17 mal 18, war immer selten. Da musst du da antworten. Aber er hat immer gleich gefragt. Da war ein Schüler von uns, der hat dann einfach diesmal ausgerechnet, 13 mal 14, 17 mal 18. Und heute hat er gesagt, Sie müssten nicht einmal ausreden was, weil der Lehrer das so schnell gesagt hat, weil er immer schon gewusst hat, der kann nicht antworten. Der konnte aber antworten. Das war so einer, Schneider hat der geheißen, Ludwig-Gymnasium, Mathematiklehrer, immer mit dem weißen Kittel damals. Der hat Physik gegeben und er hat Mathematik gegeben. Und das war einer, wo keiner geschwätzt hat in der Klasse. Und da gab es andere, da sind die Flieger rumgeflogen und der hat sich umgedreht, da haben die Lösungen zugerufen. Das hast du ja schon.
ähnlich gehabt. Andererseits muss ich auch sagen, ich habe noch Lehrer erlebt, tatsächlich, die Kinder an die Haare gezogen haben. Aber mal einer erlebt, der hat Brille runter und hat dem dann habe ich auch noch erlebt. Das gibt es heute nicht mehr. Aber damals war das schon noch so, dass auch bei den Eltern noch großes Verständnis dafür war, wenn es halt mal Waschen gibt, das war früher schon. Aber das wollen wir nicht mehr. Nein. Das hat es gegeben. Also ich hätte nicht haben wollen, dass meine Kinder von irgendjemandem der Schule und andere damit auch nicht. Aber es war früher schon so, dass früher gerade diese Nachkriegsgenerationslehrer, die haben nicht schon noch andere Zunft. Was ist jetzt? Jetzt kommt Ann-Sophie nach Hause und berichtet von dieser unmöglichen Fleischmann. Und was machen die am Abendtisch? Schimpfen auf die Fleischmann. Das ist für mich manchmal ein Problem. Wenn Eltern dann sozusagen einstimmen in diese, das ist ja eine doofe Kuh. Ja, was soll dann der nächsten Tag sitzt der dann bei mir im Unterricht und weiß genau, die zu Hause noch, also das ist so eine blöde Kuh. Wie sollen das gehen? Wie sollen der Kontakt gehen? Ich glaube, früher ist mir das immer so als Schüler auch vorgekommen, waren meine Eltern immer mehr gegen mich mit dem Lehrer zusammen, als wie anders. Also die haben immer gesagt, du bist der Dumme, klar. Oder die Latschen. Bei meiner Mutter, ich bin in der 10. Klasse durchgefallen. In der 10. Klasse bin ich durchgefallen. Also ich war so gut, dass ich das Jahr, den Vertrag erfolgreich verlängern konnte. Das sagt er jetzt. Aber dann sind wir dann in die Schule und der Klasslehrer, der also das sozusagen, und meine Mutter musste irgendwie mitkommen. Und der saß also so drin in der Abwehrhaltung, der Klasslehrer. Und meine Mutter ist da rein und hat gesagt, Gott, das durchfallen lassen. Zeit ist geworden, hat meine Mutter dazu gesagt. Ja? Und da war der komplett perplex. Weil er gedacht hat. Meine Mutter hat ja gewusst, was ich für Sauhund bin. Ja? Es war ja nicht ungerechtfertigt, dass ich da durchgefallen bin, weil ich war einfach ein stinkvoller Hund. Also es war vollkommen okay. Das hat meine Mutter dann auch gewusst und dann war das auch okay. Und es ist doch auch nicht schlimm, wenn sowas mal passiert. Das müssen wir den Eltern mal sagen. Ja. Wenn wir mal die Demografie anschauen, nur mal als Aspekt. Wir werden alle im Moment im Schnitt alle 10 Jahre steigt die Lebenserwartung um 1 Jahr. Das heißt, die jetzt Kinder sind, werden nochmal deutlich älter, als wir das schon waren. Und ganz ehrlich, wieso muss er mit 21 fertig studiert haben, drei Auslandspraktika gemacht haben und am besten schon Doktortitel? Das reicht doch mit 28 oder 32 auch noch und hast genug Zeit zum Arbeiten. Jeder darf das machen, wie er es will. Natürlich. Der eine will halt das durchziehen, der andere vielleicht nicht. Ja, aber den Stress, den Kindern den Stress machen, das muss doch gar nicht sein. Und wenn er dann einmal eher eine Runde dreht, ja, so what? Und wenn er Auslandssemester ist, so what? Ich habe es meinen Sohn machen lassen. Ich habe gesagt, entscheidend ist das erste und das letzte Jahr schon. Und du schaust das durch. Gut, aber es gibt 2 Bereiche in Bayern, ich spreche von Familien und Freunden, die wir haben, da wenn du in der Straße, wo du jetzt neu gebaut hast und die Upper Class bist, dein Kind zur Realschule schickst, hast du verloren. Das ist doch bitter. Und wenn du da hinstehen musst und sagen, hey, sag mal, spinnst du eigentlich? Das ist halt der Realschüler. Geht nur in die Realschule. Also da muss ich schon mal ganz kurz nochmal zurechtdrücken. Also wir sind uns hier sehr einig und es gibt Gott sei Dank viele Menschen, die so denken wie wir. Aber es gibt halt auch die anderen und die dann nicht hinstehen können und sagen können, nö, ich finde es besser, wenn er zur Realschule geht. Das gibt es auch. Wir sind ja da auch Kinder. Aber es gibt viele, die werden in der 4. Klasse, ich sage da noch ein Beispiel, weiß ich nicht wie heute, da hat eine Mutter mir mal in der Sprechstunde gesagt, passen Sie mal auf. Also ich habe mein Big Business jetzt ein Jahr hier auf die Seite gestellt, damit, ich nenne sie wieder Ann-Sophie, damit die Ann-Sophie jetzt im Gymnasium kommt. Sehen Sie, das läuft auch hier wie geschnitten Brot. Die haben also 1 Jahr investiert. Die Mutter ging nicht arbeiten, damit die dem Kind sozusagen, das Kind war, also es tat mir leid von vorn bis hinten, weil die so unter Druck stand. Ja, sie hatte dann die 2,33 fürs Gymnasium. Und dann hat die Mutter zu mir, wissen Sie was, also wenn sie dann am Gymnasium ist, dann kann ich wieder Gas geben. Aha. Dann ist das Kind am Gymnasium und dann gibt sie wieder Gas und was passiert dann mit dem Kind? Naja, ist ja wohl logisch. Ich sage immer, wenn Sie mir als Lehrerin da jetzt einen Buben hinhocken, der ist nicht debil bitte, sondern ist einigermaßen drauf, ich schaff's mit dem als Lehrerin, ich weiß ganz genau, was gefragt ist in der 4., ohne dass ich mir die Proben besorge von der Kollegin, dass der aufs Gymnasium kommt. Und dann ist das Leben gut. Also es ist dieser Übertritt, den kann man jetzt ideologisch interpretieren, den kann man parteipolitisch interpretieren. Das ist mir jetzt auch wurscht. Aber ein 10-jähriges Kind aufgrund von 3 Noten auf 3 Schularten zu verteilen, das machen nur mehr wir in Bayern. Und wenn das prima wäre, hätten wir nicht so viele Wiederholer, hätten wir nicht so viele Abschuler. Das ist so ein Scheißwort, aber es heißt so. Das heißt, Abschuler ist der vom Gymnasium zur Realschule geht oder der von der Realschule zur Mittelschule geht. Okay. Allein das Wort, bitte, das verstehen wir jetzt ja auch. Aber wir sehen doch, dass das System so, wie es ist, nicht funktioniert. Einige rennen da super durch, keine Frage.
Aber wir verlieren einfach viel auf der Strecke. Und den Stress bei 10-Jährigen, ich weiß es nicht, der führt bei manchen dazu, dass es schafft und bei anderen, dass sie untergehen und nicht die Noten haben, die sie haben könnten. Deswegen müsste man an der Stellschraube, ich habe es mir jetzt getraut, trotz dem rechten Gesprächspartner. Ja, und der Druck und der Stress, den man den Kindern aussetzt, ich meine, das darf man auch nicht vergessen, das macht doch was mit der Psyche, das tut den Leuten doch nicht gut. Ja, manchen halt schon. Also wir dürfen es auch nicht pauschalisieren. Manchen, also mir hätte es gut getan. Ja, und das ist dann gut, dann zieh ich an. Und das will ich auch nicht sagen. Also das ist nicht für jeden nicht gut. Aber wir müssten doch jedem Kind gerecht werden. Wir waren doch vorher dabei, Talente nicht zu verlieren. Ja. Und das meinte ich. Ja. Und es gibt ja auch Kinder, die rennen im Digitalunterricht durch, im Wechselunterricht, bei der Fleischmann, bei der Huber. Das ist wurscht, was für der Lehrer, egal wie viele Kinder in der Klasse hocken, die rennen immer. Die gibt's bitte. Und es ist eigentlich ein Drittel der Kinder. Das sind also viele, die sozusagen gar nicht abhängig sind vom Lehrer, von der Klassengröße und von dem System. Ja. Wir werden eigentlich die Kinder jetzt, ist es immer noch so, dass oder früher war es so, da hat der Lehrer empfohlen, du, den schickst aufs Gymnasium, der hat das Potenzial und das könnt ihr nicht. Dann haben die Eltern das so gemacht. Was ich so gehört habe, ist es ja wirklich so, dass die Eltern allen Gas geben und auf das Votum der Lehrer eigentlich gar nichts mehr geben. Wobei ihr es meiner Meinung nach natürlich schon besser einschätzen könnt, weil ich meine, als Eltern ist man ja, also mein Sohn ist der klügste und schönste, ja, logischerweise. Und der ist viel schöner, viel klüger als die vom Werner natürlich, logischerweise. Ach so, ja. Obwohl jetzt zwei so schöne Buben sind. Und in Wahrheit ist es natürlich umgekehrt. Aber vollkommen, nein, was ich damit sagen will, du bist da als Eltern in der Regel jetzt wirklich neutral, sozusagen. Also du bist da voreingenommen, logischerweise. Und als Lehrer bist du wahrscheinlich dann doch ein bisschen neutraler. Natürlich hast du auch Sympathien, aber... Ja, eben. Das ist ja das Problem, deswegen geht es nur gemeinsam. Also wir sagen, wir wollten eine Freigabe des Elternwillens auf Grundlage der professionellen Beratung der Lehrer. Wenn das auf Augenhöhe... wir müssen schon ein bisschen uns raushängen lassen, dass wir auch sind. Nee, also was heißt das? Die Mama hat einen Eindruck und der Papa. Ja. Ich habe auch einen als Lehrerin. Ja. Und jetzt haben wir hier ja noch in Bayern die Noten. Also wir können ja gar nicht frei entscheiden, sondern 233 Gymnasium, die 266 Realschule. Der Rest. So, ja, das hat natürlich nicht gesagt, weil ich es meiner Rolle wirklich auch nicht sagen will. Und die anderen Kinder in der Mittelschule. So, und jetzt gibt es natürlich Eltern, also wir müssen jetzt nicht die Welt hier schwarz-weiß machen. Die sagen, hey, wissen Sie, Frau Huber, Sie kennen mein Kind am besten. Sie kennen es jetzt 2 Jahre, Sie haben sich mit der 1-2-Lehrerin unterhalten. Wenn Sie sagen, das Mädel ist besser an der Realschule auskommen, wir machen das. Die gibt's, die hoch anerkennend gegenüber uns unterwegs sind. Und es gibt die pfeifen auf unsere Meinung. Und es gibt die wissen, das wird nichts mit der 233 und pressen Nachhilfe rein, ohne Ende. Wir haben einen Nachhilfemarkt bei 10-Jährigen, ich kann jetzt die Zahl gerade nicht mehr nennen, jetzt schon lange mal neu recherchieren lassen, der ist immens. Und bei wem? Da sind wir am Anfang unseres Gesprächs, bei den Eltern, die die Kohle halt haben. Ja klar, da kann sie sogar nicht leisten. Nachhilfe ist auch toll. Absolut. Aber das ist ja auch genau dieser verkehrte Trend, oder? Dass viel mehr schulische Aktivitäten auch rausverlagert werden, eben zu Nachhilfelehrern, oder dass du, keine Ahnung, auch viel mehr zu Hause machst. Jetzt bin ich vielleicht auch nicht der Schlaueste gewesen in der Schule, aber meine Eltern haben sich da nicht wirklich großartig. Das ist natürlich nochmal anders. Kümmert, das stimmt. Wir zählen ja auch ein Stück weit auf die Elternunterstützung. Es gibt ja viele Lehrer, die sagen, das musst du halt dann irgendwo anders erklären lassen. Warum? Nicht, weil wir es nicht könnten und nicht wollten, sondern weil wir dann in dem Moment sozusagen die Kapazität nicht haben und nicht die Zeit haben, den Einzelnen da abzunehmen. Wie viele Lehrer und Lehrerinnen fehlen da? Ja, das ist ja die klassische Frage. Ja. Das kannst du so pauschal nicht sagen. Du müsstest am Montag zur Pressekonferenz des BMFVs kommen, 10:30 Uhr online. Und zwar werde ich da mal, wir haben schon einige angemeldete Journalisten dabei, die genau diese Frage stellen werden. Und das geht so leicht nicht. Wir haben durch den Ministerpräsidenten anerkannten Lehrermangel aktuell in O-Tönen im Landtag, im Grundschulbereich, im Mittelschulbereich, im Förderschulbereich. Es führte dazu, dass man jetzt zum Beispiel Grundschullehrer einfach eine Stunde mehr arbeiten lässt. Das ist ein Zeichen dafür, dass gerade nicht genügend da sind. Wie viel das jetzt hochgerechnet genau an Zahlen ist, kann ich dir nicht sagen, weil unser Kultusminister mit der Staatsregierung alles getan hat, dass da, wo Lehrer fehlen, andere Menschen jetzt diese Löcher stopfen. Und das führt dann dazu, dass Erwartungshaltungen bei Eltern bitte schön nochmal runtergeschraubt werden müssen, weil jemand, der als Studierender schon in die Schule geht, wir akquirieren übrigens wieder Pensionisten, auch ein Zeichen dafür, dass es hinten und vorne lang. Jemand, der ein anderes Studium studiert hat und nicht Lehrer werden wollte, jetzt aber Lehrer ist,
Das sind Zeichen dafür, dass sozusagen der Lehrermangel nicht nur im Jammertum der Lehrer gefunden wird, das wird uns ja immer unterstellt, sondern faktisch da ist. Und es gibt noch viele mehr Beispiele. Eins sage ich noch, in der Mittelschule kürzt man zum Beispiel die Stunden für die Ganztagskinder. Da hatte man früher mal 19 zusätzliche Stunden, damit man den Ganztag gut ausstatten kann. Das waren dann 12, jetzt sind es 9. Das heißt, man spart auch gerade diese Schulart von innen ein bisschen schlank, weil man da zu wenig Lehrer hat. Das heißt, ich kann dir jetzt nicht die Zahl 1367 Lehrer fehlen nennen, weil das auch in unterschiedlichen Schularten unterschiedlich ausschaut und auch in einzelnen Regionen sehr unterschiedlich ist. Leider ist es aber so, dass Nicht-Lehrer demnächst vor Klassen stehen. Und das ist für ein Bundesland wie Bayern, also tut mir leid, also ich, wenn da vorne stünde, müsste da sagen, das ist eine Bankrotterklärung. Jetzt gäbe es natürlich auch die Möglichkeit, man gibt ja aber, wenn ich Personalmangel habe, kann ich gucken, dass ich mehr Personal einstelle, was schwierig ist, weil man die dann ja nicht zaubern kann. Du, Lehrer, zack. 7 Jahre dauert es. Das dauert ein bisschen. Die andere Möglichkeit ist, du kannst effizienter werden sozusagen, also du kannst gucken, dass du Bürokratie minimierst. Ja. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man, warum muss der Schulleiter und der Rektor und andere Leute Pädagogen sein? Die könnten ja auch in die Klassen gehen. Da könnte man ja auch Schulmanager hinstellen. Das ist ja Gibt Beruf. Aufgaben, ja. Ja, also könnte man ja mal auch so drüber denken. Stimmt. Wir haben vorher ganz am Anfang darüber gesprochen, dass man sagt, man macht so eine Art Seminare, wo man Klassen zusammenfasst. Da könnte man ja auch effizienter werden in bestimmten Dingen. Wie viel Potenzial ist denn aus deiner Sicht an der Front? Wie könnte man denn da wirklich an Potenzial heben, um möglicherweise mit dem Lehrermangel klarzukommen und nicht einfach nur sagen, ja, haben wir halt. Ja, gut, also da muss man jetzt ein bisschen politischer werden. Also das ist jetzt mal erstmal nicht unser Job. Unser Job ist, als Lehrer zu sagen, welche Staatsaufgabe hat der Freistaat Bayern, welches Recht auf Bildung haben alle Kinder hier in Bayern und was bedeutet das in der Erfüllung dieser Staatsaufgabe an den Schulen. Ich muss da jetzt mal so staatsmännisch antworten, weil das ist nicht unsere Aufgabe, die Unterversorgung mit Lehrern jetzt vor Ort zu lösen. Übrigens tun wir das täglich, weil sonst ja gar nichts anderes überbleibt. Also machen wir das. Aber ich muss jetzt öffentlich, wo wir heute unterwegs sind, definitiv sagen, wir haben Lehrermangel schon lange Jahre. Wir haben immer mal zu viele, dann haben wir wieder zu wenige, dann haben wir im Gymnasium zu viele, dann haben wir im Gymnasium zu wenige. Jetzt haben wir in der Grundschule zu wenige, dann haben wir in der Mittelschule zu wenige, jetzt studiert das auf einmal keiner mehr. Also wir haben immer diesen Schweinezyklus, nennt man das, mal zu viel, mal zu wenig. Ich erwarte von der Staatsregierung, dass die gegensteuern. Und ich weiß, dass wir die freie Studienwahl haben. Keine Frage, auf das wollen wir alle nicht verzichten. Aber wir haben zum Beispiel in der Tasche 3 Forderungen. Erstens eine flexible Lehrerbildung, das kann ich jetzt nicht so ausführen. Das heißt, du fangst an, Lehramt zu studieren und richtest dich erst relativ spät auf die Schulart aus. Das wäre so eine wirtschaftliche Denke, sage ich mal. Da ist gerade Mangel, dann studiere ich das. Da sind gerade so viele, studiere ich lieber nicht. Möglichst spät und nicht nach 7 Jahren. Wie ist das? Jetzt habe ich Deutsch und Geschichte studiert, jetzt kriege ich ja gar keinen Job. Das finden wir ziemlich uneffizient. Also flexible Lehrerbildung. Das zweite ist die Grund- und Mittelschullehrer. Da ist der größte Lehrermangel genauso zu bezahlen wie die anderen. Das leuchtet niemandem ein, dass die Grundschullehrerin mehr Stunden unterrichtet und roundabout 700 € weniger, wenn sie normal im Geschäft ist, auf dem Kontozettel hat pro Monat wie der Gymnasiallehrer, der auch noch dazu weniger Stunden unterrichtet. Also die gleichwertige Bezahlung. Und dann, das klingt jetzt ein bisschen skurril, bräuchte man attraktive Arbeitsbedingungen, damit junge Leute, die im Abitur sind, sagen, hey, Lehrer, das will ich werden. Ja, das mache ich. Genau, und da kann ich jetzt gerade nicht Werbung dafür machen. Und der Herr Ministerpräsident sagte, reden Sie doch einfach so begeistert von dem Lehrerberuf, wie Sie das immer so tun. Dann machen das viele. Ja, das ist jetzt gerade nicht mein Job, ja. Also ich bin jetzt Präsidentin in einem Lehrerverband, wo wir sagen, hey, irgendwie wird es eng da. Und das müssen wir jetzt benennen. Aber ich verstehe, man bräuchte eine Kampagne, damit junge Leute wie dein jüngster Sohn zum Beispiel sagen, ja, ich will Realschullehrerin. Also sogar, also was für eine Klasse, ich weiß nicht, was für ein Schulsystem, aber die Idee ist momentan da, Lehrer zu werden. Das ist schon mal gescheit. Das ist schon mal ein guter Weg. Franz, zum Schluss jetzt nochmal, ganz kurz möchte ich nochmal die Marianne-Stau-Stiftung auch ein bisschen in den Mittelpunkt schieben. Ihr unterstützt viele, auch Kinder unterstützt ihr natürlich. Magst du uns da noch ganz kurz einen Abriss geben, was ihr so tut? So, ja, die Stiftung ist ja gegründet worden am Tod meiner Mutter 1984 und wir geben im Jahr etwa gut 800.000 €, also verschenkt die Stiftung einfach. Davon aber Kinder, ja, da haben wir eine großartige Kooperation mit Sternstunden vom Bayerischen Rundfunk.
die uns auch entsprechend für Einzelfälle, wir machen die Einzelfälle, da unterstützen. Aber wir sagen eben auch nicht nur Kinder. Ich sage, es gibt sehr viele Einrichtungen für Kinder, aber für Alte relativ wenig. Wir kriegen ja ein ziemliches Altersthema zum Beispiel. Und wenn du Geld für Kinder sammelst, ist es viel leichter als Geld für Alte zu sammeln. Ja, das ist wirklich ein Problem, wo man auch hinschauen muss. Klar, es gibt viele Stiftungen. Die tolle Sache macht die Uschi Glas, die wenigstens dafür sorgt, dass die Kinder Frühstück. Der BLLV auch, wir machen die andere Hälfte Bayerns. Okay, ja. Das ist ein Bereich, wo wir sagen, das sind große Unternehmen, auch dahinter. Lidl zum Beispiel steht da dahinter. Genau. Bei dieser Initiative, diese Schulkinder. Es gibt einfach Eltern, denen es egal ist, ob die Kinder da früh aufstehen und in die Schule gehen oder nicht. Was die anhaben, ist auch egal. Und wenn ich genug Alkohol habe oder im Zweifelsfall mit Falschen im Bett liege, dann ist mir das einfach wurscht. Das ist so. Und diese Kinder müssen in der Früh trotzdem raus, die müssen trotzdem in die Schule. Und das sind schon Themen, die in München anstehen. Wo unsere Stiftung sehr viel macht, obwohl ich es exakt gar nicht so will, ist eine kinderreiche Familie. Da darf alles passieren, nur eins nicht, die Waschmaschine darf nicht ausfallen. Und seit der Schröder-Regierung, Hartz IV, ist aus Hartz IV die Waschmaschine rausgenommen, weil Sozialhilfeempfänger haben kein Recht mehr auf eine Waschmaschine. Es gehört nicht mehr zum menschlichen Mindeststandard. Man geht also davon aus, dass diese Haushalte im Monat 3 Euro aufheben, damit sie dann nach 100 Monaten die 300 Euro sozusagen und egal wann haben. Und das ist ein Riesenproblem. Es darf das Auto ausfallen, es darf alles ausfallen, aber nicht die Waschmaschine. Das ist wirklich ein Thema, wo wir also dann hinkämpfen. Ich sage immer, wir könnten eine Waschmaschinenfabrik aufmachen, weil wir wirklich viele, gerade in München, viele Waschmaschinen zahlen. Und das ist dann auch vom Ablauf her ein ziemliches Problem, weil man auch sagen muss, weil früher haben wir denen halt das Geld gegeben, da haben sie halt dem Nachbarn, der gerade ausgezogen ist, für einen Fuffi dem seine Waschmaschine abgekauft. Der ging dann auch noch ein paar Wochen und da musst du unheimlich viele Sachen da aufpassen, wo man sieht, dass in manchen Familien wirklich Dinge passieren, die man selber gar nicht gewohnt ist. Da denkt man, Waschmaschine kaputt ist, gut, dann kriegt man halt wieder eine. Aber in vielen Haushalten in München, da kriegen wir dann vom Sozialreferat, die schreiben, dass eben die Familie wieder eine Waschmaschine braucht. Das sind sehr viele. Und das ist zum Beispiel ein politischer Fehler, wo ich nicht verstehe, weshalb man das gemacht hat, zum Beispiel. Weil das wirklich viele Familien einfach in der Sekunde, wenn die Maschine ausfällt, gibt es die Wäschetürme, von Handwaschen macht keiner mehr. Ein Waschsalon gehen kostet viel zu viel. Wie soll es gehen? Das wäre zum Beispiel auch mal ein Thema, wo man ganz entfernt von der Bildung einfach mal überlegen müsste, das wieder reinzunehmen. Das würde die Sozialämter zum Beispiel ungeheuer entlasten. Es sind in München viele hundert, wo das passiert. Wo dann eben Einrichtungen, gerade wie die Münchner Sozialamt oder die entsprechenden Ämter dann uns eben auch anschreiben und sagen, mit Lebenslauf und allem, und die Familie hat 3 Kinder und braucht eine Waschmaschine. Das ist eine ganz einfache Sache. Absolut. Das mit dem Schulfrühstück ist so schön, was Sie sagen. Also wir haben da auch die Kooperation mit Frau Klaas immer wieder und wir teilen uns halt die Regierungsbezirke und die Städte und das möchte man ja nicht glauben, dass es Kinder gibt, die in der Früh praktisch einfach gehen sollen und nichts zum Frühstück haben. Und was das dann bedeutet, das wissen wir doch auch, wenn wir nicht mit unserem Tagesrhythmus, dem Espresso, dem Cappuccino, was man halt so trinkt, oder irgendeinem, was man halt isst in der Früh, starten, sondern ohne geht. Und das ist ganz viel Soziales auch, also was dann da aufgefangen wird von Frühstückslotsen, die in der Früh da sind und mit den Kindern frühstücken. Und da merkt man auch, dass Schule deutlich mehr ist mit Mathe, Deutsch und Englisch, sondern da geht es halt dann eben auch jetzt um so ein Unterstützungssystem. Das ist schön. Ja. Ein schönes Schlusswort, hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist ein schönes Schlussstatement jetzt gewesen. Von beiden. Mut, hast du auch angesprochen. Wir reden immer über den Mut, dass wir vieles mehr verändern und anpacken müssen. Wir sollten viel mehr darüber auch reden. Und ganz herzlichen Dank, dass du da warst, liebe Simone. Gerne, sehr Lieber gerne. Franz, danke, dass du uns besucht hast. Und Andi, dir sage ich wieder mal ein Dankeschön für 16, 15 Tage. Tolle Team oder was weiß ich was Moderation. 16, also bei 20, 16 Tage großartige Gäste, die du eingeladen hast. Also auch heute auf jeden Tag freue ich mich, aber wir hatten mir gefragt, geht dir das nicht immer noch auf den Senkel? Ja. Kannst du noch sagen? Nein, dadurch, dass du immer wieder spannende Gesprächspartner hier sozusagen ran schaffst, ist es immer wieder inspirierend und für mich auch wieder großartig. Und bei Simone wusste ich, mein Franz, wir kennen uns ja gut, wir sehen uns auch schon, haben auch schon ein paar Mal miteinander diskutiert, da wusste ich schon, das wird wieder großartig und ich werde wieder an deinen Lippen hängen und sagen, ja. Hast du es gehört, Martin? Ja? Und ganz lieben Dank, dass ich mit euch diskutieren durfte. Ja, ich sage herzlichen Dank. Ich danke dir und darf dir, du kennst das ja schon, aber du kriegst dieses Jahr nicht. Jetzt ist ein schönes Herz. Vielen Dank. Herz und das Herz. Ich danke euch. Vielen Dank und wir sehen uns morgen wieder hier. Letzte Digiwiesen, Mittagswiesen mit Jean-Marie Paff.
ehemaliger Bayern-Torhüter, mit Carlo Trainer, Olympiasieger. Wir haben den Michael Greta da. Michael Greta, Baby Schimmerlos, ist 80 geworden. Ja, bitte? 80 geworden. Der ist 80 geworden, genau. Der kommt morgen auch vorbei. Also wir haben einen Legendentisch. Ja, und Patricia Rickel kommt dazu. Patricia Rickel. Und ja, wir freuen uns auf Münchner Geschichten morgen zum Abschluss, zum Finale. Also, Servus, ciao. Baba. Baba. Das ist ein Schwach.